grüß euch, servus, küss die Hände. Es wird Zeit mit Musik verwendet. Wir spielen für euch die 16er Buben. Es hört Lieder aus früherer Zeit und manche Hoden sind schon vorhand. Das Wiener Lied geht sicher nicht verloren. Der Patrick spielt die Harmonika, der Klausi zupft auf der Gitarre. Als Backe spielen wir nach dem Werner Schahn. Die Quetschen klingt halt super fein, die Kontrapumpen hinten rein. Und das Gesang klingt jetzt da schon recht human. Trommeln und grüß euch, servus, küss die Hände. Es wird Zeit mit Musik verwendet. Wir spielen für euch die 16er Buben. Es hört Lieder aus früherer Zeit und manche Hoden sind schon von heute. Das Wiener Lied geht sicher nicht verloren. Jawohl, grüß euch Gott zum Pavlatschen. Diesmal wieder aus dem Studio Donaufeld seit längerer Zeit einmal wieder. So schaut's aus, Na, grüß da euch gut. Jawohl, die Nummer wie viel haben wir? 224. Jawohl, Wenn ich mal nicht gleich mehr irre. Licht, da mal gleich mehr Licht. Jawohl. Einmalig, herzlich willkommen im Hause Donaufeld. Schön, dass ihr dabei Jawohl, seid. ganz super. Pavlatschen. Internet rennt, wie es ausschaut. Ja, schaut gut aus, schaut gut. Passt alles. Licht passt, Ton passt, hoffe ich auch. Sonst geht's laut. Jetzt passt's Licht. Jetzt passt Licht, das habe ich noch nicht Auftrag gehabt. Aber es macht. Aber schau, ich meine, es ist nicht viel Unterschied, aber ich schau. wollte nicht abbrechen dazwischen beim Spülen, nämlich. Ich habe es gesehen. Aber schau, das eine, wenn man es jetzt so sieht, nicht wahr? Eigentlich ja schon perfekt. Also man sieht bei Wampen in absoluter Reinkultur. Besser kann man es gar nicht sehen. Ich glaube nämlich auch die Sitzposition ungünstig ist. Ja. Aber ist ja wurscht. Ist ja wurscht, wer Wampert ist, ist Wampert, das will man sagen. So? Es ist halt viel da von einem Menschen. Nicht? Das genau muss so man ist so es. sehen. Nicht? Schau, heute aber richtig in den Tönen abgestimmt fast. Wir haben es aber nicht abgesprochen. Gelb. So schön Gelb. sommerlich heute schon. So Nicht? Pastell, bei mir mehr Pastellton fast. Ja. Also blau, hellblau. Die Gelb, Sonnengelb. Sonnengelb, Da ja. muss ich gleich die Wärme ein bisschen zurück dran. Nicht? Da. Warte mal, Temperatur gleich ein bisschen zurück. So das. Einmalig. Was uns natürlich noch fehlt, Patrick, ist was? Der Wein So fehlt schaut's uns aus. natürlich. Der wird hoffentlich nicht ausgehen. Ich werde sofort mich darum Das kümmern. Kamerakind, Patrick. Jetzt geht das wieder nicht daher. Vielleicht muss ich da kurz... Nein, du musst nichts machen. Mach nichts. Bitte mach nichts. Bitte mach nichts, Patrick. Kamerakind, da schau her. Jawohl. Und los Jawohl, geht's. ich gehe auf den Weg zum Weinkühlschrank. Weinkühlschrank. Ja. Ja. Siehst du, jetzt hat er nicht das Mikrofon wie in der Klause, gell? Da haben wir jeder das Mikrofon bei sich gehabt, das kabellose, aber jetzt da was, schaut er was an, so was greift er. Was nehmen wir da? Ui, du bist ja schwindelig, so wie du die Kamera drehst. Ich trage gar Den nehmen wir. Den nehmen wir, oder? Den nehmen wir. Datendorf. Der war glaube ich dabei im Kistel von der Familie Fuchs. Ich glaube, der war dabei, der war mit dabei. Ist zumindest auch aus Dattendorf. Einmalig. Da kommt das Flascherl. Ein Botell. Da ist es schon. Da ist es. Einmalig. Da ist es schon. Wunderbar gemacht, Patrick. Ja. Muss man sagen. Geübt im Laufe der 200 Pavlatschen, also über 200 Pavlatschen jetzt da schon. Also eigentlich erst das neue Handy. Also Das das ist ja heuer. Modell auch schon. Na, da haben wir das auch schon Ja, gemacht. freilich machen wir Ja, das schon. da Das machen wir schon freilich. lange jetzt. Du hast eh recht. Man wirklich schon sehr lang jetzt da. Was Du haben wir hast da? eh recht. Weißgenuss, Familie Auer. Weingutfamilie Auer. Aus Dattendorf. Aus Dattendorf, genau. Das haben wir gemerkt. 11,5%. Ein bisschen eine leichtere Geschichte, glaube ich. Ein 23er, jawohl. Ich bin gespannt. Öffnen wir mal. Öffnen wir auf, aber jetzt sicher gleich, bevor ich noch weiter in den Schick Chat schon. einsteige. Meine Herrschaft, wir dringendst notwendig ist eine Orgel-Rote Achtel für die Susanne Moser. Jawohl. Wünsche einen schönen Abend, liegt aber schon wieder flach. Hab mir Gürtelrose eingefangen. Sehr schmerzhaft und weiß nicht, ob ich alles schaffe. Susanne Moser, Alles Gute. mir druckt noch die Dame und die Pavlatschisti werden jetzt reinhauen, mörderisch eine Orgel-Rote Achteln. Weil, klar, ja. damit die Gürtelrose gleich wieder Gleich wieder schlecht. verschwindet. Weg damit. So schaut's aus. Alles Gute, gute Besserung. Weg Susanne. mit allen Unbild, das momentan herum um sich Furchtbar, greift. ja, wirklich das wahr. ist- Wirklich wahr. Ja.
So, jetzt schauen wir rein. Susanne Faber ist da, grüß dich Gott. Jawohl, der Maber ist da, vorab schon mal. Gute Markus und Fritzl von der Palästina, wo es die Achtel nur im Doppelgläser 05 gibt. Das ist eindeutig ein interner. Insider. Haha, bravo Maber. Bravo Maber, servus, grüß dich Gott. I2-Time, sagt Matthias Mariacher. Peter Brachtl ist am Start. Muss heute leider arbeiten. Wird später, wir grüßen alle aus dem Kaiserstuhl. Jawohl, frohes Schaffen. Jawohl, gehen wir. Werner Wichtig ist da, jawohl, Help mit Wein, digitales Marketing. Guten Morgen aus München. Guten Morgen. Das sind unser Guten Morgen sagen wir jetzt schon. Ich auch schon. Ja, ja, habe ich auch Guten Morgen Abend. gesagt. Nein, ja, Oh, du hast auch guten Morgen gesagt, ja. ist ja wurscht, servus. Das kann man immer sagen. Das ist schon so, weil wir ja unsere Morgenshow Insights, Wiener Ja. Insights ja täglich machen, fast, also außer wenn Feiertag oder Wochenende. Jetzt haben wir 3 ist. Tage nicht gemacht. 3 Tage nicht. Aber trotzdem sagen wir jetzt. Ja, guten Morgen. Das werden wir jetzt immer durchziehen. Guten Morgen, guten Morgen. Christoph Acker, der Auflag ist auch da. Musikraum ist Inser Weinhaus, jawohl. Sophies Live, schau, schönen Abend, meine Lieben. Sophies Live. Sophies Live. Mein Nichterchen. Nichte muss das sein. Ich glaube, es ist die Nichte. Und die hat jetzt Firma gehabt. Alles Gute zur Firma. Alles Gute. Sonntag war Firma. Ja. Ja. Wolfgang ist da, einmalig. Klausi der Sommerfrischler. Ja, du, ich habe heute Chilis eingepflanzt. Daheim, da im Garten. Löblich, Ja. gut. Und also viel mehr habe ich nicht gemacht, ne? Das reicht ja schon. Also an körperlicher Arbeit. Also der körperliche Arbeit auch noch nichts gemacht. Da ist- Ich schone mich noch ein bisschen. Der Rest war Computerhocken. Ja, Aber Tetto. Aber es war schön, es ist auch was weitergegangen. Es hat Spaß gemacht, obwohl einige Dinge ein bisschen sich gespießt haben, aber das gehört dazu. das geht dazu. Es wurde gelöst. Das ist das Wichtigste. Ein bisschen so und ein bisschen so und dann geht's schon. Ich habe jetzt glaubt, da muss ich ein bisschen so. Na so mal. Weiß nicht, was ich da lösen soll. und ein Achso, bisschen man. so und So was so und so. Ja, dann geht's schon. Man will ein bisschen anders denken, auch was Ja. diese Betriebsmittel hier angeht. Schreit mir zur Tat, mein Lieber. Jawohl. Oh nein, ich hole. Sehr zum Wohle. Sehr zum Wohl. Und besonders für die Susanne Moser gute Besserung. Gute Besserung, ja. Ich bin noch ein bisschen zurückhalten wieder auch noch beim Trinken. Ja, halt nicht zu. Ich halte mir eher zurück Bin beim ja Trinken. auch noch immer angeschlagen, ich sag's euch. Ich will nicht jammern, aber die Stimme nach wie vor, ich nehme nach wie vor ein Medikament, entzündungshemmende Medikamente, weil der Hals. Naja, das ist schon, das wird schon hartnäckig sein. Ich bringe das nicht an und das ist sehr, ich meine, mein Herz auch beim Reden so belegt und so. Ich kann zwar singen, ich habe keine Schmerzen beim Singen, naja, das ist wahrscheinlich diese Medikamente nicht. Aber ich bringe keine Lautstärke zusammen fast, aber es wird besser, aber sehr langsam und sehr zart ist das Ganze. Solche Sachen sind hartnäckig. Ja, und solche das Sachen geht sind mich schon ziemlich am Ding. Es geht auch auf die Psyche, nicht? Was sollst du sagen? Was sollst du sagen? Ja. Lass dich nicht unterkriegen. Na, sowieso nicht. Du kennst mich doch. Für mich steht er viel tiefer den Reden. Bist du deppert? Das war der Strafverschärfung. Ich mit meiner Goschen. Ich müsste jetzt still sein. Still. Also nicht, Furchtbar. es war leichter, wenn du nicht reden kannst, eine Zeit lang Ausnahme. Nicht? Das war nur kurzfristig. Aber wenn es einfach hast, du könntest schon reden und du sollst nicht. Du darfst nicht. Das, jede Bewegung des Stimmbänder würde Probleme nach sich ziehen. Und die müssen ruhig Ich muss sein. ich ehrlich sagen, es war wirklich nicht leicht. Aber selbst wenn du alleine zu Hause bist oder was, aber es ist trotzdem. Also, Marita macht man mit sich selber auch oder so. Da bin ich drauf gekommen. Naja. Da dachte ich, hoppala, eigentlich sollte das nicht sein. Na, so ein Blödsinn oder so. Ja, das ist. Na, Nein. geh. Ja, geh. Bitte. Ja, was ist? Ja, so ist es. Ja, Genau mein so Gott. ist es, ja. Mein Gott. Der Michael Unger ist da, grüß dich Gott. Die Menge Pemperten ist kurz dabei, muss immer wieder einmal in der Barmusik am Klavier spielen. Ich glaube, die ist schon in Wien. Sehr brav. Grüß dich. Fritzl Startguss, unser Grand Seigneur. Fritzl Startguss. Fritzl Startguss. Ganz wichtig, jetzt wo Maber und Fritzl Startguss ich gelesen habe, jetzt muss ich schauen, ob ich den Markus Landtagstromer auch noch sehe. Da drinnen, schauen wir mal. Richtig, aber schaut, da fahren schon die Achtel für die Susanne rein. Dann fahren wir 57 Grad auch Achtel rein. Jawohl, es Susanne hat's- Moser, es gut, hat's da großartig. wirst du was sehen. Sophies Live, ich habe da vorher ein Foto geschickt. Wirklich, warte mal. Achso, warte mal. Das kann ich schon nachschauen. Sind Klaus geschickt oder mir? Also, dir wahrscheinlich. So viel dabei. Glaube ich schon, ja. Ja, jawohl, ein Fan, das schaue ich mal in Ruhe. Sehr schön, sehr schön. Der Firmling mit meiner Frau Mama. Sehr schön. Bauer. Sehr schön. So, jetzt irgendwas druckt.
Druck ist nichts, bitte. Ich freue mich sehr. Das Licht ist wieder ausgegangen. Wieso ist das Ich ausgegangen? weiß nicht. Jetzt geht's wieder. Ja, so. Passt. Wir können noch angekommen sein. Wahrscheinlich. Ja. Auch das. Bei mir wurde vorigen Donnerstag am Rücken ein Liptom entfernt, das zweite wird nächste Woche am Montag entfernt. Na, so seine Farbe bist du auch beieinander erst. Alles Gute, aber alles Gute, ist zart, du Wir machst sind das. ja zart. Alexander Kabach ist da, grüß dich gut. Landtagsstürmer Markus, so, hier, da ist er. Guten Abend, liebe Pavlacisti, grüß dich gut. Grüß dich. Warum ich jetzt auch, ja, Dankeschön, Sophie ist eine Großnichte, ja, muss man sagen, die Großnichte. Stimmt. Nicht die Nichte, die Groß, aber ich meine, für Großnichte sage ich lieber Nichte. Das Weil macht einfach dann- ist eine Silbe weniger. Das macht dann auch so alt. Das war mir wurscht, aber es ist eine Silbe weniger. Einfach. Das ist auf jeden Fall. Das ist einfach, ja. Tägliche Insights, bitte zu unterlassen, die kenne ich nicht. Bravo, Ackerl. Jawohl. So, jetzt muss man schauen, dass ich unter Ulrich ist da, grüß dich, oder Ingolstadt. Ja, habe ich die Ehre. Ja. Prost vom Motzel. Das jetzt ist wenigstens mein Neffe. Das ist der der Motzel ist mein Neffe. Das ist der Neffe, ja. Ja, da gibt es nichts groß. Was hat er gesagt? Großnichte oder Urnichte? Nein, Großnichte. Großnichte ist nicht mehr groß, ist mein echter Neffe. Der Nefferer. So, Stummer Klaus undenkbar. Wolfgang, das muss ein Wahnsinn sein. Nein, das ist schlimm. Na geh, schau, der Mabo muss morgen schauen. Weil heute kaum Empfang, na geh. Aus dem Revier, grüßt herzlichst, Christian Summerauer. Grüß dich, Hast servus. du mir schon das Geld gegeben? Wir sehen uns am Mittwoch. Mittwoch. Bei der Feuerwehr um 18:30 Uhr. Zum vor, See- vor der Übung um 19 Uhr machen wir dort. Am Mittwoch gibt es ein Gerstl. Da gibt es meins auch gleich dazu. Ja, das ist Ganze. So. Im Revier? Am Ansitz vielleicht, am Revier sogar erst. Ja, das ist so genau damit hin. Ich meine, er hat jetzt nicht die komplette Litanei reingeschrieben. Ne? Ich brauche da Reh. Das ist ein absolut. Ich meine, Das kriegt kein Fehler. Ja, so, Also- wenn du nicht dabei bist, du sie, was er will, so auch erwischt. Das ist auch, ja, gell, weißt du. Rehe machen nicht schlecht, ja. Wie groß ist denn die Nichte? Naja, so. Na, hat schon fast bei Chris, glaube ich, die Sophie, gell? Die Sophie ist schon die ist groß, ja. Ja. Gut, die habe ich schon ein Jahr nicht mehr gesehen jetzt fast. Wieso? Das letzte Mal bei der Hochzeit. Bei der Hochzeit. Und das ist schon letztes Jahr, Im August. Im August. Ja, Naja, August, ja. dreiviertel Jahr, ja. Ja, aber so, ja, so ungefähr. Ungefähr so mein Chris. So, und jetzt komme ich zu dem wichtigen Punkt, warum ich gesagt habe, Fritzl Stadtguss, Maber, Landtagsstrom Markus. Jetzt nur als der Wolfgang. Ah, nein, der war da aber nicht mehr dabei am Schluss. Das und die Zauners. Die Zauners, Und genau. wir waren die Schlussrunde letztes Jahr beim Ottringen Kirtag. Wolfgang war dabei beim Kirtag. Einige andere mit, aber die Schlussrunde waren ihm dann die Zauner-Partie, Zauners. Fritzl, Landtagsstrom Markus, Maber und wir zwei und mein Onkel waren dabei. So. Und da haben wir diese Schlussrunde unter anderem haben wir die gemacht auch in der Gittis Heurigenschenke. Gittis Heurigenschenke. Ja. Oder zur Gitte, ich weiß nicht, wie sie jetzt heißt. Friedrichskasten Pepis Heurigenschenke. Ja, genau. So. war- Das ist war ein kleiner Heuriger In Otterkring. in Otterkring. Auf der Otterkringer Jawohl. stürzen. Links und rechts zwei Neubauten und in der Mitte drinnen das kleine, schmale, alte Weinhauerhaus. Quasi wie verlassen, gell? Ist dort Ja. Aber oben war unter Pepis Heurigenschenke schon ein beliebter Treffpunkt und dann hat es die Gitti übernommen und betreibt es seither liebevoll. Ist ein kleiner Heuriger, ganz klar, gemütlich, leibend. So. Und wie es in Wien halt so ist, in unserer Stadt, die Stadt der Kultur, die Stadt der Traditionen, Traditionen, das ja, genau. Europa, das Abendland in sich aufsaugend und so weiter. Also das ist natürlich Satire. Es wird das natürlich, soll das weggerissen werden. Und dann kommt da ein Bau rein, was soll sonst reinkommen. Gleichsam muss ich sagen, egal was für ein Bau da reinkommt, wer auch immer dort dann einzieht, das ist eine arme Sau, weil das ist ja wirklich, das ist so ja ein schmales, schmal. ein altes Weinhauerhaus. Das ist ganz, das ist so der Länge noch hinter gebaut. Das ist vorhin besteht das aus zwei Fenstern und das war's, ne? Was wird das sein, der Braten? 20 Meter? Nicht 30? Das hat 20 Meter, hat sie Das glaubst du gar nicht? Das Noch hat sie, schmaler? glaube ich, gar nicht. Weil 20 Meter ist schon viel. Denk mal, wie breit dein Haus ist, das Haus da Das ist. weiß ich, wie breit das ist. Und Der das war zwei- schon mehr als 20 Meter. Nee, und das 20 Meter breit war das Haus. Und 20 Meter breit. 2 mal 2 ist für uns 400 Quadratmeter. Naja, 20 Meter ist der ganze Garten.
Naja, aber zwei, aber es ist schon nicht, das ist, Es wird 8 Meter haben. was, nicht einmal 10, glaubst du? Na, vielleicht hat es Naja, also auf jeden Fall sehr Ganz, großer ganz Weinhauer schmal. Haus. Aber es wird schon sein, so, ja. Und also, wenn man dort was einbaut, wird. Also unterm Strich, natürlich kann man das nicht sagen. Alle Beteiligten handeln ja nur mit bestem Gewissen, das wissen wir eh, und inklusive der politisch Umtriebigen, die halt da auch halt wahrscheinlich auch nur zum Wohle des Bürgers agieren natürlich. Also soll das. Der Pachtvertrag rennt nächstes Jahr aus, also Ende nächsten Jahres und natürlich, Ich glaube 26 kriegen wir raus. Oder ja, also Ende 25, also mit 26. Also ja. 25, ja, Mit genau. 26 rennt das aus. Die Gitti würde jetzt auch nicht ewig lang das noch machen, also hat bis sie das wirklich aufgeben so würde, ein paar Jährchen. 3, 4, 5 Jahre noch. Ja. Also muss man auch sagen, das heißt, es ist irgendwie ein Trauerspiel. Ne? Matthias Mariachenschuschi gibt es schon lange nicht mehr. Ja, schon ewig Lange nicht mehr. Aber es ist Familie- dort quasi Das ist daneben, ja genau. Die Familie Schuh gibt es nach wie vor, Ja, also klar. kenne ich nach wie vor nicht. Auf jeden Fall, meine Lieben, wir sind ja nicht mehr in Ottergring daheim. Aber die Zauners natürlich, haben Liebe uns darauf Freunde haben uns hingewiesen, aufmerksam gemacht, Ja. genau, die Zauners. Klausi Zauner, die Christel, haben gesagt, erst stell dir vor, das hat schon wieder, also der Eigentümer dieses Grundstücks, wo das gepachtet wird, ist natürlich jetzt nicht der Franz Müller oder sonst irgendein Name, nein, sondern schon natürlich irgendeine Natürlich. Gesellschaft. Das klar. ist eh klar. Ja. Das gehört nicht irgendwem, der sagt, ja, reden wir uns zusammen, das ist natürlich eine Gesellschaft. Naja, was wird denn die Das ist nicht Gesellschaft? der Hausherr Rutger Patrick, nicht, wir reden nicht schon zusammen. Nein. Nein, das ist eine Gesellschaft, die wahrscheinlich das Haus gekauft hat, den Grundstück nicht, weil sie so unglaubliche Fans und Supporter des Wiener Heurigens sind, sondern weil sie sich gedacht haben, die Alte macht den nicht mehr lang, die hinten ist klar, die haben wir dann irgendwann aus, respektive verlangt. Also und- das möchte ich gar nicht einmal sagen, Nein, nicht so schlimm einmal. machen sie es nicht, aber sie lassen den Pachtvertrag auslaufen. Ich habe dann gelesen, es wurde ihr ohnehin angeboten, es zu kaufen. Ja, ich meine, ja, und auf jeden Fall. Aber 200 Millionen oder was? Ich weiß es nicht, was war schon eine stolze Summe. Aber man Das kann ja ist- fragen, ja, vielleicht findet sie einer, vielleicht will sie einer kaufen für euch. Vielleicht sagt einer, hey, pass auf, ich kaufe einfach den Grund und belasse den Heurigen. Aber wie auch immer, es gibt eine Petition. Ich Bitte. weiß, das ist eine depperte lange Adresse. Es gibt leider keine kürzere Variante und ich kann hier direkt keinen Link teilen, aber ich habe diesen Link auch schon in die Videobeschreibung gestellt. Das heißt, Jawohl, theoretisch mit jawohl. einem Klick auf die Videobeschreibung von dem Livestream, spätestens wenn der Livestream aus ist, eigentlich, Ist der müsste man Link, das dann ist der sehen. immer, sollte der permanent da sein? Müsste man hinkommen. Ansonsten, wenn man auf dieses openpetition.eu geht und dann sucht und da rettet den Wiener Heurigen Gittis in Ottergring, kann man hin. Ja. Mir möchte euch bitten, herzlichst da zu unterschreiben, Unterstützt das es, ist ja. so. Es wird, ich sage es auch ehrlich, nichts bringen. Ja. Ich meine, jemand das durchgelesen wird und wie das ist, Pachtvertrag hat, das wird. Das ist eine Spekulantengeschichte, Aber also meiner trotzdem Meinung nach. unterschreibt's Ja, das kann Unterschreibt das natürlich bitte sein, ja. wirklich. Ja. Ich bin nicht so ein Bettler, was sowas angeht, aber überhaupt nicht. Aber das hat einen Sinn, sowas. Es ist ein altes Ich bin- Weinhauerhäuschen wirklich. in Ottergring. Eins gibt es noch, das da bei der Weinstadt, ist ein Privathaus. Das steht unter Denkmalschutz. Ja. Und dann hast du noch dieses Gitter, das ist ein bisschen jünger. Also gut, das von Weinstück ist ein bisschen uralt. Ist ne? uralt, ja. Also mehrere hundert Die Jahre. Zehnermarie ist auch alt, die ist auch Zehnermarie schon ist auch- 200 Jahre alt. ist Die auch Vordere so. Fassade, die zweite Heimburg. Aber das ist ja schon was Größeres. Das ist schon was Größeres Aber das gewesen. sind ja zwei Ja, zusammengelegt. ja, aber das ist was Größeres. Aber Absolut, das ja. ist noch ein richtiges Ganz Weinhauerhäuschen, kleines, ne? ja. So ein kleines. Schaut's rein. Vielleicht unterscheidet, helfen wird sicher nichts, allein schon deswegen, weil selbst wenn das durchgehen würde, dann tät's zumindest, also möchte ich so sagen, zumindest der Gitti was bringen, Ja. weil dann kann sie das noch ein paar Jahre machen. Ja, machen, genau. Und dann wird es halt dann geschliffen. Also, aber dass dieses Häuschen in Ottergring überlebt, das glaube ich nicht. Dafür habe ich zu viel in dieser Zu viel Erfahrung. Politik, in der Wir haben auch viel zu Kulturpolitik viel erlebt. Erfahrung Also, da. Das ist es wird alles zerstört, was nur irgendwie irgendwer ein bisschen Alter hat. Und ich bin jetzt überhaupt kein Gegner des Neuen, des Modernen, aber ich meine, dass da jetzt einfach dahinter, wie gesagt, das ist eine Gesellschaft. Wenn das jetzt ein privat einer gehört, der sagt, Herrst, ich kriege monatlich eine Pacht von einer heurigen Wirtin oder einem heurigen Wirt oder wer auch immer das dann später pachten wird.
Na bitte, das ist ja schönes Geld. Aber natürlich für eine Gesellschaft, eine GmbH oder Co. KG oder was auch immer das ist, na, da ist es natürlich zu wenig. Da müssen Wohnungen rein, da muss wer wohnen, dass ein Gerstl fließen kann und wenn es zumindest auch nur in der Bilanz ist. Und der Bilanz, ich wollte gerade sagen, ne? Das, ja. Es rennt halt, glaube ich, genau so. Kann man natürlich hirn, da muss man immer dazu sagen, das haben wir verklagt, kann man natürlich hirn. Scheinbar ist auf jeden Fall der Chef von der Gesellschaft jetzt nicht kein Ungustler oder was, weil der hat ihm auch gesagt, nein, ich meine, es ist also jetzt sowieso keine Gefahr, weil ja die Gitti ohnehin einen Pachtvertrag hat und den greifen dich nicht an. Aber die Pacht rennt halt dann aus. Und ja, klar nicht, der muss dann natürlich seiner Firma entsprechend handeln. Ich versuche alle Seiten zu sehen, aber ich denke mir halt, wo ich mir halt frage, ist, wo dann die Politik ist. Bei jedem Blödsinn mischen sie sich ein und bei solchen Sachen sind sie ganz gusch. Da weißt du doch leider, gerade Otterkring und Heirigen, es gibt keine mehr. Und die Wiege des Wienerlieds, Otterkring, der Heirigen Ort eigentlich in Wien gewesen. Wirklich? Lieb hat es dort alles und dann macht man das letzte auch weggelost. Einfach so. Es hat so einen bitteren Beigeschmack einfach für mich. Das, absolut. da liebe halt Otterkring, verklungenes Märchen aus einer längst vergangenen schönen Zeit. Da müssen wir bald einmal so, das hat der Nagelquarl geschrieben. Ja. Ein Hochhaus steht jetzt bei der 10. Und das ist aber lustig, weil zum Beispiel dieses Hochhaus steht wirklich. Steht, aber zum Beispiel, das war ja schon da, wie ich auf die Welt gekommen bin. Ne? Richtig, ja. Und natürlich für mich war das nie ein Fremdkörper, weil ich ja mit dem aufgewachsen bin. Dieses Hochhaus. Ja, mit dem, aber das war für meine Großeltern war das schon was. Ne? Ja, klar. Da waren lauter Weinhauerhäuser. Ja. Alles dort. Ne? Das sind alles so lauter so wie der Orten. Ne? Ja, so Dings. Die sind alle geschliffen. Das sind alles so Bauten jetzt, aber die waren halt schon wie aufgewachsen. Daher, ich meine, klar, nicht? Und es ändert sich alles, das muss man auch sagen, das ist überhaupt kein Thema. Aber ich finde es halt so blöd, weil im Endeffekt, was willst du in dem schmalen Bau? Das ist wirklich, da merkst du, da geht's irgendwie, da macht einer irgendwas, da kommt was hin, was schnell und billig ist, wo irgendwer einziehen kann und wurscht, aber dort krepiert einer nicht. Das ist das sicher nicht ein, warum lasst sagt das? Ich meine, aber es wird sowieso irgendwann einmal fallen, wenn das einer Gesellschaft gehört, weil wie gesagt, links, rechts ein Hochhaus. Aber schaut rein, vielleicht tat sie was. Der Scheurer Georg schreibt, war unser Stammlokal in der Sushi-Zeit. Ja, der Georg war eine Legende beim Sushi. War daneben gleich, ja, das ist ja gleich daneben. Jawohl. Wolfgang hat schon unterschrieben. Wolfgang, danke dir. Wo bin denn ich jetzt, sag einmal? Der Almestaff, schau. Habe wieder zum Dornröschen-Keller ein Traum. Dankeschön, Almestaff. Dieses Lob kann ich gleich weitergehen. Natürlich auch an den Christoph Acker, der das mitgeschnitten hat und dann auch geschnitten hat. Ja, hat mich etwas an Fredel Fessler erinnert. Sagt, spielen wir mal was. Was? Da fällt mir noch eine Geschichte. Ja, ich bin ja so ein Redner. Aber es ist auch so. Es ist aber wirklich so. Das kaum Dings fällt dann eine Geschichte ein zum Erzählen. Aber schau, Ludwig Sass wird klasse. Und unsere Paulagistin. Entschuldigt, heute ist so ein falscher Sonntag. Das habe ich fast vergessen heute. Seid ihr verziehen. Aber du bist da. Du bist da. Ja, für das, dass ich wenig drin bin. Rettete Wiener Eugen, Gitt ist ein Ottering, bravo Almestaff. So, den Link sieht man jetzt schon auch sehr gut, ja? Genau, das werden wir gleich spielen, ich weiß, wo jetzt heißer. Ja, genau. Der Ernesto ist da, obwohl es ja nichts bringen wird, unterschreibe ich natürlich. Bravo Ernesto. Super. Ja, wie gesagt, es wird wahrscheinlich nichts bringen, aber vielleicht, weißt du, ich sage mal so, die Hoffnung auf, vielleicht bringt es zumindest das, dass das nicht gleich, dass den Pachtvertrag zumindest noch für ein paar Jahre. Dass die Gitti zumindest. Dann haben wir es ein paar Jahre gerettet und kann immer noch was anderes passieren. Oder vielleicht aufgrund. Irgendwas kann ja passieren ja, wieder. Oder aufgrund dieser quasi Publicity, durch jede Unterschrift mehr oder durch jedes Teilen dieser Idee mehr, vielleicht kommt dann wirklich einer drauf und sagt, weißt du was, ich kaufe einer das an. Und ich bin einfach Kulturförderer im Sinne, in dem Fall halt an Heirigen. Ich meine, er verdient ja, es ist ja so, es ist ja kein schlechter Verdienst, wenn er das kehrt. Aber weil jetzt, man ein Pacht, wir reden ja schon von ein paar tausend Euro. Nicht? Aber, aber um den Preis natürlich wieder einzuwirtschaften, dann von diesen Millionenbeträgen ist natürlich auch nicht. Na oh ja, wenn ja, Millionenbeträge. Von der Größe her, weil du bist ja von der Größe her natürlich auch eingeschränkt. Ja. Da ist der Umsatz auch wieder natürlich gering. Aber weil sie halt davon ausgehen, dass dort, weiß nicht, 20 Wohnungen reinbauen.
Genau, von dem Nur, wird- das von ist dem nicht wird menschenwürdig. Dort können keine 20 Wohnungen rein. Auch nicht 10. Das ist, aber wurscht, lass mal das, wie wisst ihr. Es ist- Ja. Ja, Ja. das war gerade so eine Geschichte für ein Zwei-Parteien-Haus, also ein Familienhaus. Einer unten, einer oben und fertig. Genau, ja, Das ist- maximal. Das ist ja. Nein, im Erdgeschoss der Herrige, dann oben eine Partei und drüber nur eine Partei. Das lasse ich mir einreden. Ja. Ja. Bravo Wolfgang. Mein Weiber macht das dann auch, super, Weltklasse. Wir sehen uns ja dann beim Taschler, Taschler, den wir darauf ja. anstoßen. Der Ackerl sagt was nicht Unrichtiges, man weiß ja nicht, welche Politiker hinter der Gesellschaft stehen. Ja. Zumindest wer von denen, nein, jetzt hätte ich fast was gesagt. Tja. So, das hätten wir abgehandelt, da also spielen ich wir mag was, das stehen. spielen wir was. Und da passt jetzt wirklich dazu, Ja. ich weiß ein uraltes Heis Hab ich schon lange nicht gespielt. altes Heurigen Lied aus Ottergrill. Bitte um Unterstützung sollte ich ausführen. Ja. Oh, Da wow. muss ich gleich annetzen. Da muss ich gleich annetzen. Du mir auch nicht ein bisschen mit Wasser anheizen. Müssen es mir noch nachschicken. Da werde ich vorher nachschenken. Sonst spiele ich am Trockenen. Das können wir nicht verantworten. Gott sei Dank, weil es die Gitarre vor mir heißt, weil die verdeckt die Wand. Aber es ist wirklich, das ist, der Sessel ist, also das ist ja so ein Gesundheitssessel, so irgendwie so ein leibender Sau, teurer Ding. Und wirklich, ich meine, man sitzt echt ungut, ungemütlich. Aber es tut dann nichts weh, oder? Aber es tut dann nichts weh und das ist wirklich, das geht so, was weiß ich, wie das rein. Der Nachteil ist nur so optisch, also in der Pavlatschen schaust du aus, habe ich die Ehre, nicht? Also, das ist ein Wahnsinn. Also vorteilhaftes Sitzen, ein Model-Sessel ist das keiner, nicht? Was soll man machen? Ja. Aber weit geht, grüß dich gut. Servus. So, reiß mal an, ne? Ich weiß, ein uraltes Häuser, darin ist ein ganz kleines Bäser. Der wird dieser Kreuz wie das Wandern, serviert den Wein mit seinem zittrigen Handel. Dort kommen alle Werner zusammen, das hat den Wein kein Platz mehr haben. Dort geh ich hin, dort bin ich zu Haus und dort ruf ich aus. Ich weiß ein ganz Wirtshaus, weit raus den Ottergrill. Dort sitz ich und träum ich allein. Und wenn ich ja dort oft die halbe Nacht verbring, daran ist schuld nur der Wein. Und wenn ich das Wirtshaus in Ottergrill, war ich längst schon kein Junggesell heute mehr. Dort sitz ich und träume, ich war die Loch ich seh, in den Wirtshäusern draußen in Ottergrill. Und wenn ich das Wirtshaus in Ottergrill, war ich längst schon ein Junggesell
Sitz ich und träume, ich war in Lofissi, in dem Wirtshäusl draust, in Ottergring. Jawohl. Einmalig. Schön. Ja, die Achtel von Ihnen. Achtel von denen ist schon lange nicht gespielt, ja. Weikert braucht einen Schluckerl, weil was hat es gehabt? Eine Werbung, eine Gebets-App. Nicht? Ludwigshaus hat auch schon unterschrieben, schau, Weltklasse. In Ottergring, ist das nicht auch ein altes Wienerlied? Ja. Das ist mein Folgendes, mein Bezirk von Chico Kleinkind. In Ottergring, da hat man sich lieb. Wieder ein Beispiel dafür, dass die Ortsbilderhaltung nur Geschwätz ist. Ne? Das kannst du laut sagen. Schau, der Landtagsstromer fragt, ne? Kennt ihr die Stubenfliegermusik? Kommt bei der letzten Zeit als Vorschlag auf Instagram. Erkennen Ja. ihn noch nicht persönlich, wobei lustigerweise die Telefonnummer habe ich schon wieder. Wir haben ein Freund hat gesagt, weil sie kennt uns auch und wir folgen einander auch auf den sozialen Medien und mir hat dann ein Freund gesagt, ich hab mit der zu tun auch, nicht? Und so weiter. Und quasi möchte ich da quasi mehr oder weniger vernetzen. Nachdem sie kennt. Und jetzt hat er uns gegenseitig die Nummern geschickt. Also soweit sind wir schon, aber wir kennen uns noch nicht persönlich. Aber gefällt mir sehr gut. Gefällt mir sehr gut, wie sie singt vor allem. Natürlich wäre das jetzt noch leibender, wenn das natürlich auch noch im Umfeld eines Wiener Parkels zumindest wäre. Ja. Aber ich weiß nicht, manchmal spielt es mit einem, manchmal spielt es mit zwei. In jedem Fall ist es immer ein Genuss, ein musikalischer. Und ja, Absolut, ja. Steht halt auf die Wienerlieder und macht das auf ihre Art. Ganz leibend. Also ich kann es nur empfehlen. Stubenfliege, was ich bis jetzt gehört habe. Ja, kann man so stehen lassen. Ja. Bin ich begeistert. Ja, bin ich begeistert. kann man so stehen lassen. Und das ist leibend, weil letztes Jahr haben wir ja das ist so deppert. Na, was? Das Quartett, das Vorstadtkollektiv. Das Wiener Vorstadtkollektiv haben wir das letztes Trio. Jahr. Ja, quasi Trio. ja, genau. Ja. Vorstadtkollektiv. Barkel mit Sänger. Was ist das? Ja, stimmt. Haben wir letztes Jahr kennengelernt. Junge Musiker, die aufs Wienerlied stehen und heuer sozusagen Stubenfliege. Also wenn das so weitergeht, Bitte, ja. dass man mindestens eine neue Partie im neuen Jahr kennenlernt, die Wienerlieder machen. Junge, na dann sind wir auf einem guten Weg. Auf das trinken wir nicht, auf das. trinken wir. Auf das. Jawohl. Ja. Ich habe letztens eine junge Frau und einen jungen Mann gesehen, die beide Wienerlieder musizieren. War schön zu sehen, dass die Jugend diese Musik hochleben lässt. Olmersdorf absolut. Findet man immer wieder mal. Selten aber doch. Gehen wir, so geht das. Das werden aber die sein, Olmersdorf. Das sind das sicher wird die Stubenfliege Stubenfliege. sein, ja. Haben wir Social Media Account, weiß aber leider den Namen nicht. Das sind sicher die Bin ich Stubenfliege. überzeugt davon, ja. Wenn es zu zweit sind. Ja, bin überzeugt, ja. Sicher Stubenfliege, sicher. Wie ist es? 2 aus Ottingen. Gustav, gell? Zwei aus Ottergring, die gehen euch zusammen, weil's noch zwei Switchen sind von Sögenbahn. Zwei aus Ottergring, das hat ein Zwicker, weil's noch zwei Label sind von Sögenbeck. Es tut nicht gut, wenn man so viel suchen tut, denn die größte Liebe wächst im eigenen Hirn. Zwei aus Ottergring, die gehen nicht zusammen, weil's doch zwei Zwitschgen sind vom selben Bahn. In Ottergring, da hat man sich lieb. In Ottergring, im 16. Hin. Ja, war quasi die Idee. Eva vom Olmersdorf, ne? War das nicht? Ja, in Ottergring, oder? Und du hast dann. Nein, Olmersdorf, ja, in Ottergring. Ich nehme an, dass du ja. das gemeint hast. In Ottergring, da hat man sich lieb. Was ich damit zeigen wollte, ist, dass ich neue Seiten auf der Gitarre habe. Ja. Deswegen spiele ich heute mit der. Ja, man hört es gewaltig.
Man hört es und spürt es, wenn man spielt. Deswegen spiele ich heute sozusagen auf der Heirigen, also auf der Gitarre, mit der ich eigentlich auftrete. Auf der Zwarer, ne? Auf der Zwarer, auf der 100er, müsste man fast sagen. Ja, Ne? ja. Die Edition, Special Edition Glassteurer mit der, wie sagt man, Registriernummer, wie sagt man so? Produktionsnummer? Oder ja, was? Da steht das drinnen, da steht nur 100. Die Nummer, ja. Nummer 100. KS steht bei der anderen. KS steht da, ja. Ja, da steht ja wirklich K. Steurer. Ja, die Nummer 100. Vom Neumüller, Nummer 100. K. Steurer. Und ja, und da habe ich neue Seiten aufgehauen. Wem es interessiert, die 6er Seiten sind Hannabach Goldin. Goldin, ja. Medium. Gibt es, glaube ich, 2. Gibt gar nicht 3. Ich glaube, es gibt nur Medium. Medium Es gibt Medium und Hard. Also Nein, Medium nur wachig. oder wachig. Soft, Medium. Soft und Medium gibt es, ja. Ja, aber ich glaube, es gibt auf jeden Fall nicht 2 von dieser. Hannabach Goldin, das sind also meine bis dato bevorzugten, leider wirklich teure Seiten, die sind echt unverschämt teuer. Haben wir was? Kriegen wir was gekriegt? Jesus, weit 5 Euro vom Welt, jetzt eine Mutze, werfen wir es ein. Ich habe schon vorgetrunken. Eine Mutze. Schluck. Da trinken wir gleich noch mehr. Danke auch. Danke dir. Weit geht unter die Sanimutzi. Was wäre eine Pavlatschen ohne den Zuruf der Nymphensittiche? Ja. Ja. So ein langgezogenes Inotige, aber ich werde das googeln. Ach so, meinst du, aha. Inotige, verstehe. Na ja, gut. Was vielleicht da anders? Weiß ich jetzt nicht auf die Schnelle, weiß was ich das jetzt auch gewesen sein kann. Schau, die Birgit ist auch da, schönen Abend. Grüß dich. Gott. Heute haben wir, ja, nein, eben kein Fuchs, aber ich glaube, der war bei dir dabei in der Box vom Weiß, Familie Auer. Ich glaube, das war von dir dabei. Ich glaube auch, dass dabei war. Oder? Ich glaube so. Ich glaube, ist ja. aus Datendorf. Ja, ja. Schau, der Fritzl Starkus so eben unterschrieben. Ja, bitte, unser Grand Senior. Ich Jawohl. meine, da gibt's nichts. Da gibt's nichts. Das ist Verlass. Zumal wir ja, Fritzl, nicht? Du kannst ja sagen, du hast dort auch schon gesoffen. Das kann man wirklich Ja, kann man sagen. Weil Definitiv. Wir haben ja dort noch ein paar Liter gepackt. Wie soll es Sperrstunde gemacht haben? Bis es war rausgekommen nicht lang, aber wir haben in dieser kurzen Zeit unser Möglichstes getan, den Umsatz dort zu heben. Wir haben nicht mehr getrunken, als was mit Gewalt reingeht. Wir haben schon was geschafft. Nachdem wir ja gestärkt waren früher vom Essen. Nicht? Also, Außerdem, ja. Magner Sterzing ist am Start, jawohl. So, jetzt ist mir was eingefallen, pass auf. Jetzt ist mir was. Ein Lied, oder? Nein, pass auf, genau, das würde ich sagen. die Seiten, ja. Und die Kontraseiten sind von Thomas de Ginfeld. Thomas de Ginfeld, die Kontragitarrenseiten gibt es nur einen Satz, mehr oder weniger für 19, also für 9 Seiten oder für 7 Seiten, ist natürlich für 9 Seiten, weil ich 9 Seiten habe. In dem Fall ist es die Special Edition Roland Neuwirth, weil die hat 2, weiß nicht, ob man das gut sieht, aber da sind 2 bronze eingefärbte Seiten dabei. Man braucht es nicht wirklich zur Orientierung, aber ich finde, es schaut jetzt schöner aus, als wenn alles weiß ist. Nicht? Ansonsten habe ich immer. Von der Haltbarkeit sind die weißen, unter Anführungszeichen, die versüberten länger, aber. Es ist wurscht, weil ich habe so lange gespielt, bis die nicht so gut geworden. Also, ja, auf jeden Fall, bin sehr zufrieden damit, nach wie vor. Immer als ein bewährter Gitarrensatz, den ich da habe. Und ja, ich spiele deswegen immer auf der Art, damit es gespielt wird, dass gerade am Anfang, wir Dass nicht gestern werden und beim dass die Geburtstag Stimmung schon gespielt, gehalten ja. haben und so, ja. Aber dass das halt, das ist der Hintergedanke dabei. So, das Glöckchen ist es noch. Birgit ist auch mit dem Johnner dabei, ne? Das freut mich aber. Jawohl, Das freut mich. super. Ja, Gott sei Dank, der Wolfgang hat er was gesagt. Ich habe jetzt geglaubt, jetzt passiert's. Naja, war es runtergefallen, nicht? Ein Loch im Boden, Ja. im Industrieboden. Besser als auf der Gitarre. Ja, absolut. Also, Patrick, jetzt müssen wir noch was trinken. Weit geht's. Ja. Danke dir nochmal. Schau, es geht nicht. Endlich geht's bei einem Arme nicht. Geht nicht. Jawohl, das schmattes Glockerl. Danke schön. Nochmal danke. Zum Wohl. Klaus, muss er die Seiten regelmäßig wechseln oder nur wenn sie kaputt geht? Naja, Ernesto, also es gibt folgende Szenarien. Das Optimum ist, ich wechsle sie regelmäßig. Ja. Das wirklich
Worst Case ist, bis sie kaputt gehen, weil dann bist du unter Druck. Nicht? Weil Das es geht geht ja ja dann kaputt, wenn du es spürst, sprich beim Auftritt. Aber nicht Das ist alle schwierig. auf einmal, ne? Das kommt Ja, ja. noch dazu, muss man ja schon Aber in dem dazu Moment, sagen. wo eine Reise, so wie ich es bis jetzt gehandhabt habe, ist es wirklich leider nur Faulheit meinerseits, weil ich spüre sie viel zu lang. Weil es einfach nicht mehr schön klingen. Also für mich, ja, es ist in Wahrheit für ich sage jetzt einmal, Fürs Publikum, fürs Publikum eigentlich hat es eher nur eine Lautstärke-Relevanz, ja, dass ich sage, es sind die natürlich lauter. Also wenn ich wirklich eine Lautstärke brauche, dann bin ich vielleicht mit den alten Satten nicht so gut nicht so ganz, ja. bedient. Aber der spielt oft so laut, dass ich ihm so gespielt habe. Also. Also im Endeffekt kriege ich das schon hin. Aber der Klang ist natürlich schöner. Für mich ist es so, der Klang ist viel schöner, viel schöner, viel dauerhafter. Das heißt, es ist ja so, dass die Seite, wenn es dann schon überdehnt ist, die Stimmung in sich in der Schwingung nicht mehr hält. Das heißt, sie eiert. Sprich, du schlagst den Ton an und es kommt aber eine. Da kommt eine Bandbreite heraus. nicht ein Ton, sondern eine Bandbreite. Klingt irgendwie schon nicht mehr so leibend. Sie greifen sich nicht mehr schön an, sie sind auch nicht mehr so leicht zum Spülen, weil es ja schon ausgedehnte Schniedeln sind. Das heißt, du hast da jetzt kein flexibles Ding mehr in der Hand oder unterm Finger. Eine flexible Seite, ne, die lebt, die bewegt sich. Ja, Ne? Das genau. ist vergleichbar vielleicht mit einem Holz. Ne? Und irgendwann ist das Holz halt, bewegt sich das nicht mehr. Irgendwann ist das einfach trocken, es ist ausgetrocknet, es bewegt sich nicht mehr. Und das ist bei einer Seite, die sich ja bewegen soll, nicht mehr so optimal. Das heißt, der wichtigste Punkt ist eigentlich für den Spieler, weil es leichter zum Spielen geht, schöner zum Spielen geht, es klingt besser, hat also nur Vorteile. Für den Zuhörer ist es, wie gesagt, Lautstärke, der bessere Klang natürlich, ja, aber ist jetzt nicht so tragend. Und natürlich, du hast eine Prävention dagegen, dass eine reißt. Nicht? Wobei reißen kann der Neiche genauso. Also das haben wir alles schon gehabt. Natürlich, ja. Ja. Was sagt der Wolfgang? Die Hannabach Goldin sind 25. Kosten 32 Euro. Ja, beim Thomann, gell? Da in Wien habe ich 34 gezahlt. 34 Euro. So teuer sind Und die ja, Leute. und ich schon lange keine. habe gefunden, eine alte Verpackung, 28 Euro. Darum also, ja. 28 Euro, die kostet jetzt 34 Euro in Wien, was du das kaufst. Arg, ne? Also ich hoffe, Ernesto 91, Frage beantwortet. Also im Idealfall wechselt man es eigentlich regelmäßig. Mit regelmäßig meine ich jetzt da nicht mal, also in meinem Fall, wenn ich es zweimal im Jahr wechseln würde, war schon super. Einmal im Jahr ist schon eng. Ja, zweimal tue ich es wechseln eigentlich. Eben, ja. Also sagen wir mal dreimal. Ist nicht dreimal im Jahr. vertragen. Ja. Na, zweimal wechselst du also schon. Ja, viel. zweimal wechseln Zwischen schon. 2 und 3 Mal Ja. wechselst du das eh. Aber 3 ist halt eigentlich fast der Mindeststandard sein bei mir. Weil jetzt kommt ja dazu, also ich spiele ja auf der anderen auch, nämlich die ganzen Pavlatschen oft und so weiter. Das heißt, Die wird ja auch bespielt. Ne? die wird auch bespielt, die können jetzt auch gewechselt. So, genau. Und ja. Und ich muss halt rechnen, der Gitarrensatz, naja, ist ein 100er, ne? Der komplette. Sowas, ja, Der genau. komplette Gitarrensatz ein 100er. Nicht ganz. Aber naja, bei den Verschreißen Preisen so, wird schon bald so weit sein. Ne? ja. Spielen sich die Leiertänze mit alten Seiten besser? Nein, wirklich Nein, nicht. nicht wirklich. Im Gegenteil. Also gerade bei den Nummern merkst du es dann nämlich. Frägst du mich auf, ja. Wo du wirklich einen schönen, was einen schönen, Einen stehenden Ton willst, weißt du? Ein paar Ton schön stehend haben. Und dann steht er aber nicht so, dann fängt an zum Schweben. ja. Ja, bei der Klangfarbe Gasometer, da steht Russen 32 Klangfarbe, ja. Naja, ich hab's gekauft, da noch gut 4, da ist auch schon wurscht, ne? Ich hab's gekauft da in Gerersdorf, weil ich was anderes gekauft habe, nicht mit dem Miet, also da war jetzt die Vorderlade diese. Aber dann noch die Klangfarbe, glaube ich, im gleichen Preis schon wie der Thomann, weil ich bilde mir ein, auch dort kostet es 32, ja. Na, wie auch immer, auf jeden Fall kostet es schönes Geld und kehrt eigentlich hilft das gewesen. Ich bin ein völlig aus. Ja, das ist so, und jetzt da. Na ja, pass auf, aber dann machen wir gleich so einen Test. Machen wir einen Test? Dann machen wir gleich so einen Test. Na, pass auf, dann spielen wir es jetzt nochmal ordentlich an. Spielen wir es mal ordentlich an. So richtig, ja. Ja, machen wir gleich was für. Jetzt haben wir jetzt schon länger nicht gespielt, für die Wildcat, respektive die Ja. Hüpfer City, das Vogel am Baum. Vogel, ja. Weil da reißen wir es mal an und dann tue ich nachstimmen und dann spielen wir, dann machen wir einen Schrammler. Machen wir einen Schrammler. Dann machen wir einen anderen Schrammler, spiele ich mit der anderen Gitarre, dann hört man einen Da Unterschied. den Unterschied, ja. Das passt, ja. Wobei es natürlich ein bisschen eckt, weil ja das andere Gitarren Andere ist. Gitarren Oder dann hört man ist, gleich einen Unterschied von 2 Gitarren. Das ist eine Idee. Na gut.
der Wiesen, ein Großhalm im Mai. Die Bock sind zerrissen, ich find nix dabei. Ein Schmetterling fliegt mir und Nosen herum. Ein Fink frisst ein Fliegen, aber ich pfeife nicht drum. An der Arbeit denk ich nicht einmal im Tram. Ich bin aber frei wie ein Vogel am Baum. Und kommt der schönste Erdl am Waldweg daher, ja da spring ich vor Freude. Was brauch ich schon mehr? Zwei Egel schon fest in die Beinen hinein. Weil sagen sie mächtig einige sein, aber noch ein paar Bussel, sag ich geh schon heim. Ich bin aber frei wie ein Vogel am Baum. Papageno, du weißt, was kommt, lass es zwitschern. Und Stelle des Tages, der Winter vor mir, sagt ja, sie, du gar nicht, geh her noch zu mir. Da mach ich noch einmal die Augen fest, sich wieder vor mir die schöne Natur, denn draußen im Grünen, da war ich daheim, da hab ich mich gefühlt wie ein Vogel am Baum. Sei für Nachschlag, jawohl. Yes. Jawohl. That's So, Jazz. so gleich nachstimmen. Die Achteln fallen rein. Danke euch, recht schön. Danke. Jetzt halt's eh schon halbwegs. Aber trotzdem sicher sein. Was machen wir jetzt, ne? Für einen Schrammler? Wollen wir schauen? Oder machen wir? Dann machen wir zwei Schrammen zum Vergleich, hätte ich Machen wir vorgeschlagen. Vergleich, Hätte ich, also halt zwei so Instrumentalstücke. Machen wir es zum Vergleich dann mit der anderen? Fangen wir mit Werner Gmiert an, oder? Bitteschön. Fangen wir an. Bitteschön. Bitte. Lass mich zuerst was trinken. Jesus. Und schenk mir noch bitte schön drin Glas. Bitte, ich schenke Ihnen nach. Also, selbstverständlich. Selbstverständlich. Also, bitteschön. Ja, sehr schön. Bravo Christoph Acker, jawohl. Die Bonnie-Version, Weltklasse. Der Raff ist auch da, jawohl. Lord Dauer sich ist am Start. Rudi Korbe ist noch. Da geht's zu. Da geht's zu, die Elite. Jawohl. Schreitet an. Ja, so ist es. Na gut, wie geht das? Bertha, ja?
zwitschern, die Vogel das Herz nicht dahinter, aber es ist Ja, stimmt. wunderschön, da im Hintergrund das Fenster gekippt schön. Das stimmt, ja. Das war gestern auch schon bei der Geburtstagsfeier, wie die Ja, Vogel ja. so zwitschern haben, das war herrlich. Stimmt, ja, nein, war fein, ja, das war fein. Aber wir müssen jetzt aber den Wolfgang berichtigen, es war nicht die Teetanz, sondern. Das war es während mir ein Auszug davon, ja. Aber jetzt kommen die Teetanz. Jetzt machen wir die Teetanz. Jetzt kommen die Teetanz. Mit der älteren Gitarre Ja. und den noch älteren Seiten. Ich habe schon Angst, Ja. dass mir eine da schlagt. Aber warte mal, jetzt muss ich schauen, ob man das sieht. Pass auf. Jetzt mache ich da Kamerakind Klaus. Die wird um die 10 Jahre alt sein, schätze ich. Ne? Schau her. Siehst du das da? Neumüller. Neumüller. Hubert Neumüller. Wo steht da? Gitarrenbaumeister. Die Nummer 63 K.S. Patrick, halt. Halt. Geht's da? Da. Was tue ich hin? Neumüller. Nummer 100. K.Steurer. Was sagt sie jetzt da? Jawohl. Ja. So, jetzt muss ich wieder da um. Das sind beide wunderschöne Gitarren. Beide wunderbare Instrumente. Weg, weil sonst schiebe ich es nieder mit da oder? Traumhaft. Natürlich, die Neigere ist die bessere, natürlich, weil ist ja auch, da liegen ein paar Gitarren dazwischen. Ja. Und sie ist tatsächlich weitaus eigentlich die ältere Gitarre von der Bauweise. Von der Bauweise her. Als die. Ja. Er ist wieder zurückgegangen zu diesen eigentlich zum sehr eigentlich fast wirklich nur zum sehr traditionellen Gitarrenbau, weil er halt festgestellt hat, dass es Wobei das Modell ist das ältere eigentlich. Vom Vom Korpus her. vom Korpus, ja. Der Hals, der neue Hals, der Wesseli-Hals quasi schon drauf und das ist eigentlich eine alte Wesseli sozusagen, also fast. Das ist ja Nein, das ist ein Neumüller, nicht? Aber ja. Dafür, Wie hat der Hubert gesagt damals, was er gelernt hat beim Wesseli, nachdem er sich dann beschäftigt hat, der hat einfach ganz exakt gearbeitet. Exakt arbeiten einfach. In allen Belangen. darum wäre ich kein Gitarrenbauer, weil das war für mich. Das ist so wie da, ne? Das ist wie bei der Gretchen. Das ist diese Exaktheit, das ist wichtig. In jedem Detail. Ja, man merkt beim Stimmen schon, ne? Es dauert schon länger auch, bis dann. Ja. Die Her als Eiern natürlich her. Das wird mir über das Mikrofon vielleicht nicht so hören. Aber die sind jetzt sehr lang um die Die Seiten. sind sehr, sehr lang rum, ja. Die sind sehr lang um. Aber was halt die Gitarre wiederum einen Vorteil hat, sie ist um einiges schwerer wie die andere. Es ist kein Vorteil. Sie ist ein bisschen unhandlicher. Also sie ist definitiv nicht so ein feines Instrument wie die andere. Aber der Was Halt, auch die Mechanik auch macht. Natürlich. Ja. Aber die Bespielbarkeit ist da wiederum ein Traum. Also auch die Seitenlage im Vergleich, ja, das ist einfach ein anderes System. Man kann da anders arbeiten. Also es ist tatsächlich die, mit der ich auch lieber bei den Blues-Schammeln spiele, weil ich einfach weit mehr Spielmöglichkeiten habe oder einfachere als bei ja. der anderen. Also Nuancen bezogen. Aber ich würde sagen, jetzt machen wir. Jetzt machen wir die Teetanz. Jawohl. Schau, was die Leute da schreien dazwischen. Ne? Ich würde sagen, beide beauftreten, welcher liegt dir besser? Ich spiele, bei Ernesto, ich spiele eigentlich die, was ich jetzt in der Hand habe, die spiele ich fast nur, wenn wir mit den Blues-Schrammeln auftreten, mit Uli Bär oder andere, ich sage einmal, das haben wir ja selten, sehr selten, irgendwelche Sachen, die jetzt nicht ganz Wiener Lieds, oder wie soll ich sagen, die nicht sehr traditionell sind, sondern, aber das ist sehr selten. Jetzt auch mit anderen Musikern, was ich mit Oliver Kühn, das eine oder andere mit gespielt Ja, auch, gell? genau. Wo halt mehr Blues und so weiter war. Und dann habe ich die genommen, weil eben da kann ich tue ich mir ein bisschen leichter. Und ich habe da eingebaut, das haben wir damals wollen, ein Schertler Mikrofon, das ist innen montiert. Das nimmst du mit einem XLR KBA mit einer Phantomspeisung. Und da bei der anderen habe ich das nicht. Da picke ich quasi mit so einem, das ist so ein eigenes Kaugummi, sage ich mal,
Das Ja. ist eine Masse, die lässt sich rückstandlos wieder entfernen. Der Picke vom AKG, das weiß ich nicht mehr, vergiss nicht, wie es heißt. Gibt es Ich weiß nur jetzt eins, auch nicht, ja. wo du biegst da auf und das nimmt, hat eigentlich einen super Ton. Und Schertler ist halt so, was der ist der klassischen Musik, mehr oder weniger der Platzhirsch. Ja, das habe ich mir da geleistet und deswegen natürlich kann ich auch, und da habe ich dann sogar noch einen Feedback-Killer, Ja. wie man so sagt, wie Der ich das dann- berühmte ich hab das Neumüllersche Rückkopplungsverhinderer. verhindert. Richtig, der Rückkopplungsverhinderer hat er mir extra gebaut mit einem Nussholz, glaube ich. So. Ja, Das, die Nuss. und da kann ich, wenn wir jetzt eben bei einer Band spielen, lauter nicht, kann ich den da, ist es das Loch quasi zu und dadurch verringert das ein bisschen die eigene Schwingung von der Gitarre. Weil es ist natürlich, wenn es laut ist rundherum und du hast Monitorboxen und du bist selber sehr laut und du spürst nicht, du hältst es nicht, das hat so eine Schwingung, das zieht sich mit und dann hast du ein wahnsinnig lautes Feedback. Und das ist eben, deswegen haben sie bei diese akustischen guten Instrumente haben sie nicht gern auf der Bühne. Tontechniker, weil das ist ein schwierig, Hund ist, ne? ja. Weil die sind für das nicht gebaut. Und so habe ich das eben, also ich spiele beide, aber eigentlich spiele ich zu 98% spiele ich die andere. Die 100er und das eigentlich daheim, mit der spiele ich die Pavlatschen und mit der übe ich daheim und so weiter. Weil die andere habe ich jetzt nur auspackt gehabt, weil die Seiten aufgezogen. Dass die Seiten gespielt werden einfach. Genau, jetzt, ne? dass ich jetzt ein Klar, bisschen eingespielt werden. weniger kann. Ansonsten ist der in der Tasche immer für einen Auftritt bereit und der steht Manchmal offen da. sogar bei mir. Ja, manchmal Ja. Wenn man sogar. öfters auch Ja. mit Anlage oder irgendwo Ja. nehme ich es oft gleich mit, ja. Wenn du mit dem Motorrad oder was dann wo hinfährst. Zum Beispiel, ja. Zum Beispiel, ja. Und daher, ja, so ist es. Aha, Handy rennt besser, Computer hängt da schon her. Ja, das sind die Weiten und Tiefen und Mysterien des Internets. Nicht? Keiner kennt es besser als ich, glaubt mir das. Schau, der Raffi weiter Feldner Wörter sehen. Naja, gut. Das ist natürlich ein Wahnsinn. Na gut, gehen wir so. Jawohl, die Titans, jetzt endlich.
Also ich glaube, also Man merkt es nicht. Also, wobei der Clown, der Connoisseur ja merkt, er spielt dann auch anders, er dämpft die Töne schneller ab und zu, wenn man merkt, es eiert und so weiter. Das ist aber dann das Können des Gitarristen, des Musikers, nicht? Na, vor allem, wenn man will sich ja selber nicht schädigen, weil es klingt ja vorbei. Was ich auch noch zum Beispiel jetzt gemerkt habe, was ich vorhin nicht erwähnt habe, weil ich nicht daran gedacht habe, ist tatsächlich auch ein Punkt, wenn du eine Seite niederdrückst, dann ist es ja quasi zwischen dem, was du drückst und dem, wo die Seite jetzt quasi verankert wird, das ist der Bund, diese Bundstäbchen. Ne? Und jetzt druckst du die Seiten runter und jetzt kann natürlich schon sein, ist unterschiedlich, aber je fester ich drücke, ne, desto mehr ziehe ich die Seiten. Das heißt, ich kann da den Ton schon beeinflussen durch die Stärke des Drucks auf die Seite. Ja. Und jetzt ist es ja so, bei alten Saiten muss drucken, weil sonst also man muss einfach fest drucken, was geht, damit eben ein schöner, überhaupt der Ton rauskommt, weil sie schon so auszahlt sind und daher diesen Druck auch benötigen, dass er klar dass überhaupt was rauskommt. Noch. Und damit wird es immer falscher, egal wo ich spiele, weil ich einfach mit sehr viel Druck arbeiten muss. Ja, es ist jetzt nicht, für mich ist es jetzt so nicht das glaubt sie, mir fällt dann die Hand an, aber es ist im Unterschied, zu einer neuen Seite muss ich viel mehr Druck aufwenden und dadurch ist die aber immer Vollgas runtergedruckt. Und das kann sein natürlich, dass dann die Stimmung nicht mehr ganz dem entspricht, was eigentlich vorgesehen war. Was er eigentlich wollte, ja. Ja. Und was ich jetzt noch sehe, das möchte ich auch nicht sagen, ich weiß auch nicht, ob man es jetzt sieht, pass auf. Ich sehe es bis daher, sogar mit meinen Augen, das ist was du zeigen willst. Ja, leider kann ich da nicht so makromäßig zu wie da. Dieses Ding, das sieht man leider jetzt da unscharf, da sieht den Schäfer. Da kann man sich wirklich schon wehtun. Ja. Da fehlt der Kupferdraht. Das heißt, das Weiße, was er sagt, das ist schon der Nylon. Das sind die Nylonfäden. Das ist schon der Nylon. Genau. Und da sieht man halt auch schon schön, nicht? Da ist Kupfer und also, bei den Buntstäbchen da. Also da siehst du wirklich schon, das sind alte Sachen. Habe die Ehre. Eigentlich eine Peinlichkeit. Ja, sowas sagt, kann man gar nicht herzeigen. Eigentlich sollte man das nicht furchtbar. Aber ich habe damit quasi indirekt sozusagen das Versprechen abgegeben, dass ich sie neu beseiten werde und zwar relativ rasch. Seit noch ein länger auf jeden Fall, gut, aber wie immer. Aber ich gesagt, ja, das muss man schon bedenken, es ist bald der 100er, was da umhängt. Ja, das ist so, ja. Und ich meine, der Wurscht, das ist ja mein Beruf, nicht? Und abgesehen davon, wie es ja schön klingt. Aber es ist wirklich, der Punkt ist eher, weil ich halt weil ich ein fauler Hund bin. Ich will schon fauler Sau sagen, ich will es nicht so scharf sagen. Weil ich ein fauler Hund bin. Deswegen spiele ich so lange auf das. Muss man auch dazu sagen, also es ist keine Ausrede, sondern es bleibt dabei, ich bin ein fauler Hund, aber jetzt spielst du viel. Jetzt musst du natürlich schon ein bisschen timen, dass du sagst, naja. Dass man zum richtigen Zeitpunkt wechseln. Genau, dass ich nicht jetzt die Seiten wechseln und morgen spiele. Das ist besser, wenn man 2 Tage vielleicht spielfrei, dann kannst du daheim einspielen in Ruhe. Nicht? Ja. Ist am gescheitersten, ja. Wäre am gescheitersten, ja. Die Maggie ist bereits am Zimmer. Super, freut uns auch. Bravo, Maggie. So, und pass auf, jetzt habe ich was gesehen, das Patrick, das wird der Tag. Das Spiel, wir haben jetzt auch gleich spielen. Schmattes einblecken, sagt der Wolfgang, jawohl. Ja, wenn ich schon vom Gerstl rede, was mir das alles kostet, Jesus, na. Wo haben wir es denn? Schmattes, da. Wir danken euch herzlichst für euren Obolus für die Musik und auf allen Möglichkeiten. Der virtuelle Hut geht rum, haut was rein. Das uns wirklich freuen. Das uns was bringen. Manche YouTuber sagen dann immer, ihr helft damit, diesen Kanal am Leben zu halten. Nein, so schlimm ist es nicht. Wenn wir nichts verdienen, machen wir es trotzdem am Kanal weiter. Aber es war natürlich leibender, wenn wir ein bisschen was zumindest ein bisschen, ich will gar nicht reden von irgendwelchen Kosten abgedeckt, weil welche Kosten das muss. Bitte haut was rein. Wenn euch die Musik taugt, was ihr sagt, zuerst Kultur, Musik, das gefällt mir, die 2 strampeln sich was aber, die machen was, auch wenn wir heute noch nicht viel gespielt haben, aber ja, dafür aber schöne so und viele und wir haben Wissen weitergegeben. Das stimmt, also die große Erfahrung aus dem Erfahrungsschatz, 30 Jahre, 16 haben wir weitergegeben und wir würden euch herzlich danken für jeden Betrag. Größere Beträge, kleine Beträge. Wir sind für alles wirklich dankbar und bitten euch darum. Danke und danke Wolfgang für diesen Hinweis. Und wenn wir schon beim Einblenden sind, möchte ich das auch nochmal hin, nämlich unser
30 Jahre 16er Burm. Jubiläumskonzert Jawohl. am 21. Juli in Otterkring. Eine Matinee, nämlich beim legendären Tschauner, Ja, gescheit. die Stegreifbühne Tschauner. Ich finde es einen Reservierungslink auf unserer Homepage auch, 16erburm.at. Ihr könnt natürlich auch direkt hingehen, Tschaunerbühne oder tschauner.at, glaube ich. ja. Aber findet alle Infos auch bei uns auf der Homepage. Wir würden uns wahnsinnig freuen. 30 Jahre 16er Burm, das offizielle Jubiläumskonzert. Wir machen einen Rundumschlag dieser 30 Jahre und wird eine wunderschöne Matinee, wettersicher, aber trotzdem eine Freiluftbühne. Ja, genau. Und die größte Bühne Otterkrings und ihr würdet uns eine unheimliche Freude machen, dort dabei zu sein. Erstens einmal, weil es für uns eine Riesenfreude ist, einfach mit unseren Und Fans das ist unsere Heimat. zu sein. Und das ist unsere Heimat. Heimspiel. Und wir haben in Otterkring angefangen und da waren keine 10 Leute. Unser erstes Konzert in Otterkring mit Weinstock, da waren keine 10 Leute, waren deine Eltern, meine Eltern und jeweils noch, ich sage jetzt mal 3 Freien. 2 Freien, 3 Ja, Freien. 2, 3 Ja, das war's ja. Das sind wir Sind sind wir wir bei fast 10, auf 10 ja. gekommen. Ja. Sind wir fast auf 10 gekommen. Das war der Beginn, das war der allererste Beginn, da wo wir dort gespielt haben. Und jetzt 30 Jahre später ist es die größte Bühne Otterkrings. Ich weiß nicht, wo es reinpasst. 300 Leute, sowas, 250, ich weiß es zwischen nicht. 350 maximal, das heißt schon. Und ich sage jetzt einmal ganz viel, das ist mir gar nicht so wichtig, aber es soll viel sein im Sinne von der Stimmung. Wenn ihr versteht, was ich meine. Das muss, gell? Das muss einfach. Das muss bombastisch sein. Und es wird leibend. Es Wird leibend das weiß ich schon. und ja. Das wäre echt wirklich super, wenn es da euch einen Platz reserviert. So, das einmal dazu. Die Mege, jawohl. Pfingstschmattes werden demnächst unterwegs sein. Dankeschön. Ja, nein, Mege, danke Mege, herzlich. danke. Danke dafür. Echt interessant, sagt der Ernest 91, für mich als Nichtmusiker. Muss Patrick bei seiner Harmonika etwas wechseln oder so? Musst du was wechseln? Naja, wechseln kommt schon davon. Es spülen sie gewisse Sachen, nutzen sich ab, zum Beispiel die Riemen nutzen sie ab irgendwann einmal. Aber sonst braucht Wechseln eigentlich nicht wirklich was, aber gestimmt gehört das Instrument auch. Gewartet, Ab wenn man und so zu will. mal Ne? gewartet, ja. Die Stimmung verändert sich auch nicht so häufig wie bei einer Seite, aber auch das wird hin und wieder mal nachgestimmt, macht man nur Einzeltöne, wenn sie sich verstimmen. Und so einmal im Jahr geht man ein bisschen so, also nein, nicht einmal. Ich bin da auch sehr faul, was das angeht eigentlich, weil wenn die Stimmung einmal passt. Das ist jetzt schon 3 Jahre her, dass ich was Gröberes gestimmt habe, aber Einzeltöne oder was, wenn sich was verändert einmal. Ein Staub kann auch hineinkommen, natürlich, das ist ja wie ein großer Staubsauger, das Ganze sage ich immer. Und verklemmt irgendwas bei einem Ventil oder bei einer Stimmzunge. Aber das sind dann Einzelsachen, die man nachstimmt. Aber gewechselt werden in dem Sinn muss nicht oft etwas. Hin und wieder ist ein Schrauben irgendwo locker Locker oder oder so. irgendwas. Sowas, ja. Ich habe schon gesehen, Ulrich, Superchat, 10 Euro von Ja, Ulrich. Für die vorzügliche Unterhaltung zahle ich gern. Danke, Ulrich. Jawohl, ich bin sehr zum Wohle. Jesus, na, da stehst du nicht da. Bravo, Ulrich, danke dafür vielmals. So, und jetzt muss ich da zurück, weil ich muss zum. Bitte schauen Sie Ich glaube, der zurück. Matthias Mariache, wer war denn das? Wer war denn das? Zwecks wegen. Schau, der Georg Scheuer hat auch gemerkt, ja. Beide Kontras sehr fein, aber unterschiedlich, ja. Wobei man sagen muss, wenn ich der faire Vergleich wäre, dann wirklich mit 9 Seiten bei den anderen. Weil dass man dann wirklich. Aber es ist ein Riesenunterschied. Vor allem auch zum Spielen. Magnus Sterzinger meinst du, in Magnus? Ja, genau. Der letzten Freitag in der Originalschallplatte. Jawohl! Und Von du- Stadelmeier Gruppe. Und der Martin Swan ist auch drauf, lese ich wieder. Ja. Etwas, was ich durch euch kennengelernt habe. Magnus Sterzinger Toast, aber wirklich einen guten Griff gemacht. Ja. Spielen wir natürlich jetzt sofort erklärt, die Martin Swan. Du hast einen guten Griff gemacht, weil unserer Meinung nach, da sind wir wirklich absolut einer Meinung, ist Stadelmeier Gruppe quasi jetzt tatsächlich, wie sagt man da, das ist eigentlich, also das ist sozusagen das Role Model des Musikers. Das ist das Nonplusultra. Das- Ich glaube, seitdem wir auch nicht oft die Seiten gewechselt haben, so wie es klingt oft, gell? Das ist schon. Ja, der Baldi hat schon gewechselt, aber es war Ja, generell war es halt damals noch. Es war Es war anders. eine andere Zeit auch noch, ja, generell. Ja. Also es ist schon so, dass du sagst, ja, musikalisch vom Spieler schon, als von der Akustik, vom Ton, von den Instrumenten her sagst, ja, Die Quetschen war gut gestimmt. da kenne ich dort was Besseres. Quetschen war immer gut, die Skandali. Ja, aber immer Gestimmt vom Rudi Alles, Barth. Vom ja, Rudi klar, Barth, gestimmt. ja, Ne? Ist schon, es ist vor allem wirklich. Aber das war, die waren schon wirklich gut. Auch tonlich auch von
der Gesamtstimmung sowieso. Das ist auch für mich die Götter. Also die Götter unfehlbar, meine ich damit, ja. Das Götter sind unfair. Aber das muss man wissen oder das muss man spüren, weil eben jetzt rein objektiv, wenn du das anhörst, denkst du, das ja. einzige Nummer richtig gespielt, ist definitiv so. Das ist schon, aber es aber es ist ist so leibend. Nein, das ist ein Studio. Also das ist ja Studio. Die mit der Martinswand weiß ich jetzt nicht, das wieder kennt der live sein, glaube ich. Das ist schon, also ich glaube, zumindest haben sie es gespielt. Ich habe alle in der Zwischenzeit daheim. Ja. Chaseland oder Weidecker, das weiß ich nicht mehr, aber die Martinswand ist bei einer dabei. Der ist auf einer von den live dabei. Aber hast nichts, ja, Schallplatten, ich weiß hast nicht, nichts. die eine ist ja entstanden beim Karl Hodiner daheim. Genau, aber das kann uns der Magnus sagen. Ist das ein Live-Album oder Studio? ist das die? Also weil dann ist das schon der Hodiner aufgenommen hat. Also es gibt ja noch zwei. Was Studioaufnahmen? Studioaufnahmen, ja, Platten. Schön. Habe ich daheim, ja. Und eine oder zwei sind beim Karl entstanden daheim. Die steht aber drauf hinten auf der Platte. Auf einer war es. Eine auf jeden Fall, das war die erste, mit der hat es angefangen. Aber auf jeden Fall, aber das ist so für mich der Beweis, dass du sagst, das muss jetzt nicht Perfektion sein. Nämlich gesungen haben sie gut und richtig, gespielt haben sie auch gut und richtig. Beim Singen war es leibend richtig, weißt du? Nein, es hat super zusammen. Es ist nicht perfekt, überhaupt aber objektiv gesehen. Aber es ist perfekt. Du willst nichts ändern, du willst nicht einen nein, Ton ändern. nein. Du willst nichts ändern. Es ist perfekt, wie es ist. Ja. Und das größte Kompliment, was wir kriegen können, ist, und das haben wir vielleicht 3-4 Mal schon gekriegt, war, wenn einer gesagt hat, ich habe ja kennt Stadelmeier Gruppe und das sagt es genauso. Das ist das schönste Kompliment. Das ist das Schönste, ja. Weil einfach, das ist es mir. Na gut, wie auch immer, dass wir endlich was spielen einmal. Dass wir endlich was spielen. Schau, Susanne Moser, gibt es ja Monatsanfang wieder ein schmattes Dankeschön. Danke. Ja, das sind ja viele von euch wirklich sehr großzügige, leibende Unterstützer. Ich danke euch dafür. Und wie gesagt, ja, ein schmattes für alle anderen, sozusagen, die so nicht ohnehin irgendwie uns da immer was umwachsen lassen, dankenswerterweise sei ihm gesagt, wenn es euch taugt, hat es ein schmattes für einen Kaffee, für einen Spritzer, für ein Bouteille, je nachdem in welcher Größenordnung. Wir sind für alles dankbar. Und jetzt spielen wir das einzige Tiroler Wienerlied, Karl Föderl. Ja. Und auf der Schallplatte noch Stadelmeier Gruppe, das eben der Magnus Sterzinger jetzt erstanden hat, zu dem wir ihm herzlichst gratulieren. Gratulation, ja. Leibende Schein. C, glaube ich, ist das davor, ja. Der so, der zöhnst die Leute im Mut, worin ein Wildschütz einst verliert. Sie hat ihm gesagt, geh nimmer wütend fort, weil es nur ein Unglück bringt. Noch einmal sagt lass noch wieder mich, die schönsten Blumen bring ich mit für dich. Da Schossen haben sie gefunden in der Früh, die Blumen in der Hand für sie. Unter der Martinswand, ganz nah am Füßenrand, da schaut ein kleines Matterl ins Tiroler Land. Und grenzt von Enzian steht's am Muttersöhnerland mit einem blassen Spruch am Schriftenband, für die Gute, mein lieber Bub, für Gott auf immer, der Herz schlägt nimmer mehr, die Welt ist leer. Unter der Martinswand, ganz nah am Füßenrand, da schaut ein Matterlins Tiroler Land. Jeder Wanderer, der vorübergeht, bleibt bei dem kleinen Matterl stehen. Er zieht seinen Hut und spricht ein Kurzgebet, kann er stand weitergehen.
Der Wind wand leise übers Mattel hin und bringt ein Gruß von deiner Grün, weil er ein guter Freund vom Wildschütz war und gespielt hat in sein blonden Haar. Unter der Martinswand, ganz nah am Felsenrand, da schaut ein kleines Matterl ins Tiroler Land und grinst von Enzian, steht's am Muttersöhnerland mit einem blassen Spruch am Schriftenband, für die goldene liebe Bauer, für die Gott auf immer, der Herzschlag nimmer mehr, die Welt ist leer. Unter der Martinswand, ganz nah am Felsenrand, dort schaut der Matterlins Tiroler Land. Jawohl. Föderl. Karl Föderl. Legendär. Der Rudi Korbis, was sagt er? Der Coach oder Rudi hat gestern gesagt, der Hodener hat auch vieles ein bisschen anders gespielt, als es geschrieben war. Ja. Ja, weißt du, und der Rudi Koschel ist natürlich da ein bisschen ein Purist, gell? Das ist der. Naja, das ist ein bisschen übertrieben. Naja, das ist halt. Ist die Das ist eine andere Interpretation. Auffassung halt. Das ist, ja, Interpretation. Das ist halt. Aber jeder interpretiert es Das ist anders. halt- Das ist ganz normal. Das sind halt die schönen die Facetten. Ne? Ja. Darum hat der Walter Häuser anders als ein Hodener Karl, anders als ein Lutschrudi wieder, ein Freddy Gradinger anders als ich wieder und so weiter. Aber der Lutschrudi war auch sehr, sehr streng nach der Vorlage. Wobei War es streng. aber auch nicht. Das stimmt auch wieder nicht. Naja, stimmt, aber er war schon sehr, sehr strengender. Also Nein, Stahlmeier der Klubber war- war am weitesten Weg. So wie mir. so wie sind mir, am ja, weitesten genau. Weg. Mit einem einmal neu komponieren quasi. Das ist übertrieben natürlich, aber Also ein neues Stück, weißt du? Ja. Das ist ja so. Das ist das Schöne dabei, weißt du? Finde Moment. ich halt, finde ich, weißt du? die Platte heißt, wenn wir gut aufgelegt sind, Produktion und Coverfoto Evelyn Sperker, ist ein weißes Schallblatt mit einem Schwarz-Weiß-Foto des Duos beim Anstoßen am Cover. Kostet nämlich 3 Euro, jawohl. Welt, das ist ja. Das ist schon eine Johnny Bart Produktion gewesen, glaube ich. Ja. Ja, aber die Das ist die Sperker. Ja, Das ist ja, nicht ja. die Die Barze- Barze Frau, Frau, die ich glaube. Ja, ich glaube, die Evelyn, ich glaube. Ich glaube. Ja, Also, ja. Ich bin mir nicht sicher. Ich muss nachschauen, ich hab's eh. Der Johnny Bart hat auf jeden Fall mit mir eins gemeinsam, wir haben den gleichen Frisier gehabt, eine Zeit lang. Nämlich den Figaro. Den Figaro am Leopold-Dauerplatz. In Leopold-Dauer. Auch schon in Pension. Pension schon lang geht's da, ja. Das war mein erster Friseur da in Transdanubien. Und da sind wir draufgekommen, der Johnny Bart ist. Ist auch hier War auch ganz sein dort, Kunde, ja. ja. Danke für eure Interpretation der Martinswand. Aber Marco Sterzinger sehr gerne. Sehr, sehr. Und jetzt schaut der Christoph Acker, mal schauen, von wo ich mich nächste Woche melde. Auf jeden Fall irgendwo von den grantigen Briten. Jawohl. Ackerl wieder mit dem Motorrad unterwegs, so gehört's. So gehört's. Was die aufpassen, die Djibouti hat sie gehabt, nicht? In Afrika, mitten im Nirgendwo. Das Schlüsselbein gebrochen, nicht? Und ich muss mit Fuß jetzt auch. Irgendwo im Nirgendwo, das hat es dann nach einer halben Stunde, hat's dann, glaube ich, hat es dann ein GPS in Notruf gerufen oder irgendwas. Weil, Ja, ist ja weil da halt keiner Ja, gekommen ist, kommt. nicht? Ja. Aber ja, hat es auch überlebt, weil sonst hätte es nicht posten können. So geht's einmal so, gell? Genau. Hoffe halt. Das brauchst du aber nicht mit Afrika, das brauchst du mit dem Vorradl in Bach fahren, nicht? Liegst eine halbe Stunde, bis einer kommt, Genau dass du ist, Pech genau hast. ist. Nicht? Das ist, ja, es Da ist geht, schau, das ist der schöne Unterschied zur heute angesprochenen KI. ja, das stimmt. Das stimmt allerdings. Ja, das kann keine KI machen. Das geht nicht. Ja. Das Da führt die KI kein Hals, weil so wie ich. ja. Es hat einer sehr schön heute geschrieben, das wäre eh nochmal, werden wir es auch noch besprechen in der Morgenshow. Muss jetzt nur mal den Namen rausfinden, weil das ist schön gesagt. Er hat gesagt, schau,
die Musik zum Beispiel, das Komponieren, nicht? Und so, das ist eine menschliche Tätigkeit. Ja? Das magst du als Mensch. Und dann die Produktion zum Beispiel. Nicht? Also heute im Tonstudio, die Produktion im Studio. Ja, da kann man ja die KI einsetzen, das ist sinnvoll verwendet. Sicher genauso, ja. Und das ist Sicher genauso mein Zugang. Nämlich nicht das Ausschließen, nicht? Nein, klar. Sondern eben ja, sowohl als auch. Nicht? Aber eben dort, wo es hinpasst. Nicht? Schau, der Tom Turbo ist am Start. Du, jetzt machen wir Tom Turbo, bravo. Ich nehme mal einen Schluck auf den Tom Turbo, weil dann kannst du mir nachschenken, weißt du? Bitte, mach ich sehr gerne sogar. Bravo, Tom Turbo. Ich habe ja, geht schon. Radio Wienerlied hat der LP noch. Ja, Radio Wienerlied, die haben sehr viel. Die haben auch sehr viel Ja, aufgekauft. genau, dort habe ich mir das letztes Jahr wie das Interview bei der Ding, dort habe ich mir es mitgenommen, weil die hatte ich nämlich nicht. Alles Genau. klar, Da habe ich mir es von der Marion mitgenommen, genau. Ja. Zahlt sich aus, wenn man Wienerlied Aficionado ist, Aficionado. Kann ich aber sagen, wenn man jetzt nicht extra ins Helenental will, und sie hat ja nicht immer offen, eine gewisse Öffnungszeit, muss man schauen, radiowienerlied.at, da findest du das. Oder sonst anrufen oder E-Mail hinschreiben. Genau. Dann kann man dort stöbern, aber auch wenn wir spielen in Sierndorf, Entschuldigung, jetzt hat mich das aufgestellt. In Sindorf bei der Landpartie am Köllerberg. Sindorf an der Mach, beim Festival, Wienerlied Festival im August. 24. August. Dort ist Radio Wienerlied auch wieder vertreten mit einem eigenen Stand und so weiter. Also da haben sie auch wieder Tonträger und alles Mögliche mit. Bitte, ja. Und ja, also da kann man dann auch stöbern, zum Beispiel. Aber ansonsten reinschauen, radiowienerlied.at und dann entweder zu Öffnungszeiten hinkommen, das ist im Helena, da ist sie daheim, oder halt anrufen und sagen, du, wann kann ich kommen? Und dann hast du natürlich alles, weil sie hat ja, wenn so einen Stand hat, ja nicht alles mit. Ne? Aber das ginge gar nicht, weil das Archiv ist doch sehr umfangreich, was LPs angeht. Absolut. Also Und da gibt es LPs, CDs und CDs. Noten natürlich. Ne? Massenhaft Notenbücher und so weiter. Also absolut wert. So, und wir ziehen uns jetzt eine, hätte ich gesagt, den Wurstel. ja, Dass man üben. schöne Nummer. Schöne Nummer. Auf geht's. Wie ich klar war, hat der Vater mich oft geführt ins Kasperltheater und mit großen Augen sah Wurstels Lebensweg ich da, wie seinem Weiberl schmeichelt, wie sein weiße Hasel streichelt, dann da schluckt seine Frau. Warum, das weiß ich nicht genau. Das sind bitterböse Geschichten, doch der Wurstler kann sich's richten, der mit Tod und Teufel rafft, bis er die Polizei verhaftet. Wird das Krokodil gefährlich, ausgehen tut sich alles herrlich, und ins Büchsel kommt zum Schluss der berühmte Obolus. Da sagt mir der Vater, ich will dir fürs Leben einen Rat, den du verstehen wirst, bis du älter wirst gehen. Den Wurstel, mein Lieber, den kann keiner da schlagen. Es kann jedes Kind, das im Bruder war sagen, und hat ihm der Teufel mit Hammer am Schädel. Dem Wurstelgeschicht nix, und der Teufel ist der Wedel. Er wurstelt sich durch und er wurstelt sich raus, schaut er nachher vielleicht ganz verwurstelt auch aus. Er kann wie der Wiener eine Menge vertrauen, aber eins kann man nicht, den er wurstelt da schlagen. Wieder ging ich in den Prater, wieder sucht das Kasperltheater. Verschlagen und verbrannt war mein Kindermärchenland. Was als der Abendmond beschienen, sank auf Trümmer und Ruinen. Und die Uhr schlug Mitternacht, und da ist der Bruder aufgewacht. Wieder hört man Lärm und Krochen, durch die Grotten fährt der Drachen, Riesenradl, Ringespül, alles die Transe im Gewühl. Talafate majestätisch, kommt uns grüßt ganz gravitätisch. Und es fängt zum Geistern an, wirklich in der Geisterbahn.
Da sagt mir der Wurstel, ich bin noch nicht hin. Ich bin ewig, so ewig wie mein ewiges Wien. Den Wurstel, mein Lieber, den kann keiner erschlagen. Das kann jedes Kind, das im Bruder war sagen. Und hat ihm der Teufel mit dem Hammer am Schädel. Dem Wurstel geschieht nix und der Teufel ist der Wedel. Er wurstelt sich durch und er wurstelt sich raus. Schaut er nachher vielleicht ganz verwurstelt auch aus. Er kann wie der Wiener eine Menge vertrauen. Aber eins kann man nicht, den Wurstel, der Schlag. Jawohl. Jawohl, einmalig. Ganz eine starke Nummer. So, warte mal. Schon einen kleinen Strafanzer, meint der Wolfgang. Das geht noch, haben wir schon länger gespielt, ja. Markus Sterzinger, Klaus, bitte nochmals zurück zur Gitarre. Beim Seitenwechsel wechselst du immer alle Seiten oder nur die unteren 6 und konntest den selten. Falls du das schon angesprochen hast, tut mir leid, erst später dazu. Nein, das passt, da kannst du immer fragen. Ich wechsle alle. Es gibt einige, die wechseln dazwischen immer mal die unteren, weil die unteren natürlich eher angespielt werden als die oberen. Ja, das ist ja dann Sinn, dass man alle wechselt. Ja, ich wechsle alle. Weißt du warum? Man nutzt es ja gleich, dass man Gitarre reinigt da, ja, oder dass man. Es ist. Und es ist trotzdem, du hast vom Gespür her, das ist ungefähr so, wie wenn du sagst, jetzt war ich mit Duschen und zieh mir die Unterwäsche von gestern an. Wieder an, ja. Ungefähr so ist es, ja. Weißt, ja, aber du sagst, ich war eh nichts, ja, oder Na, ich habe eh nicht geschwitzt, oder keine Ahnung, ja, aber es ist irgendwie so. Oder umgekehrt, ich wechsle die Unterwäsche, ohne dass ich mich dusche, nicht, wenn du die Gitarre nicht reinigst. Nicht? Das war auch, ja. Das sagst du nicht so gleich, ich dusche mich nicht. Ich dusche mich nicht, immer weißt du, aber es ist so, nein, wenn dann wechseln. wechseln. Man könnte beim nächsten Mal dann wieder Servier geben einmal. Ja, naja, ich hab's nur angewischt. Passt schon. Der Tier geben, ich wollte es ja gewechselt haben. Da liegt ja wieder 3 Wochen. Gib's den Gartenbaumeister. Na gar nichts, ich das selber wechseln, so einfach geht's Du liegst nicht. 5 Jahre. Das glaube ich auch nicht. Ja, beim Dunkelwitz vielleicht. Peter nichts für ungut. Jawohl. Nein, das passt. Was hast du vielleicht machen wollen? Man kann das genau reinigen noch ein bisschen. Da gibt's gewisse Mittel. Gewisse Mittel habe ich nicht. Das ist auch wieder besser geschützt, dann wieder die Oberfläche. Jawohl. Aber auf jeden Fall. Nein, aber auf jeden Fall wenn dann alle. Freilich. Habt ihr Lust auf das 23er Trio? Banner, Meidlinger L, Brokkoli. Brokkoli. Das ist das 23er Trio. 23er Trio. Naja, das machen wir. Na warte mal. Banner fangen wir an, ja, das passt schon. Banner, fangen wir die Banner an, ja. Wo die Brokkoli waren in Dann G. weiter. Die waren in C. Die Dings waren in C. No? Der Meidlinger L war in G und in C sind die Banner. Ja. Das ist auch ein G eigentlich. Ja, der Refrain ist dann Das geht als ein G, ja. Ist wurscht, du kannst mit was anfangen. Fangen wir mit die Banner Was ist der an. Stravanzer in C, gell? In G. In G. Das ist auch ein G. Da machen wir zuerst den Stravanzer, also bis zum Refrain und dann einschleifen. Also der Stravanzer schon mit Refrain, nicht? Also, Ja. Erste Strophe Erste Refrain. Strophe Refrain, okay. Und dann steigen wir ein. Dann wir fangen mit Refrain an, in Stravanzer. Ja. Machen wir nur den Refrain. Machen wir nur den Refrain vom Stravanzer. Refrain und dann hast du die Dass wir uns- Banne. dass wir uns einig sind. Ich war heute der kleine Stravanzer, ein gutes Herz so wie gehabt und kein Geld. Hat sich nichts geändert. Ein ehrlicher kleiner Stravanzer, der nichts gewusst hat von Gott und der Welt. Wenn man jung ist und noch dumm ist, da schaut die Welt ganz anders aus.
jedes Vogel muss einmal vom Nest raus. Ich war heute ein kleiner Stravanzer, nur ein bisschen Glück hat mir gefällt. Zu meinem Doktor geh, da tun mir alle Knochen weh. Der sagt mit seinem Doktorgrad, ja das ist altersadäquat. Und solange ich noch was gespielt, lebe ich noch gleichgültiger wie. Deprimiert durch die Medizin, hab ich heute noch einen Termin. Himmelfix, ich spür die Bahnen, dass ich glaub, ich muss schon weinen. Halbe tut mir alles weh, wenn ich zu meinen Wirten geh. Mit den altgedienten Knochen komm ich langsam angekrochen und ich schaff mit letzter Kraft noch den Weg zur Gastwirtschaft. Dort jedoch, es ist ein Wunder, geht auf einmal alles unter, was mich grad noch gestiert hat. Und ich fühl mich gleich kommod, 3, 4 Glaser oder mehr, stell meine Gesundheit wieder her. Und ist dann das Wirtshaus aus Edel, komm ich pumperl gesund nach Haus. Gott sei Dank weißt das du. Was ist das jetzt? Sie Gustav, ja. Gustav! Habe ich schon gesagt, da muss man sehen auch, ne? In Wien gibt's 23. Na, aber du bist sicher, gehst du? In Wien gibt's 23 Bezirke, wenn man schaut. Jeder ist in Ordnung, nur bei uns da gibt's einen Laut. Den bringen sie in die anderen Bezirke nicht so hin. Bei uns dagegen kann jeder den gerade so wie ich. Wenn mich wer fragt, woher ich bin, dann sag ich nicht nur einfach wie. Ich bin aus Meidlinger Holz und darauf bin ich einfach stolz. Wer Meidling kennt, der weiß das eh. Wir haben den Meidlinger Schmäh und wer uns hört, weiß auf der Stelle. Wir haben das Unfall alle durch und durch, originale, weltberühmte Meidlinger El. Wir haben den Meidlinger Schmäh und wer uns hört, was auf der Stelle. Wir haben das unverfälschte, unfeudale, durch und durch originale, weltberühmte Meidlinger El. Die 7. Wenn ich meine Mutter fragt, na bitte. Wir haben's gleich. Ich bin noch immer runter drinnen, wir haben's gleich. Ich weiß gar nicht, wie es geht, wenn ich so Ich brauch keine Brokkoli, weil ich steh nicht sehr auf dich. Bleibst daheim mit den Exoten, ich will ein Kühl mit Brot. Schmackig, festig, knusprig und hoffentlich nicht zu gesund. Dann hab ich ja keine Aversion gegen eine zweite Portion. Grüß euch, Professor.
Rande von Wien. Da liegt ein ganz kleines Dörfe mit kleinen Häusern und der Ring und gleich bei der Kirchen ums Eck. Da liegt die Buschenschank-Taschler versteckt. Gleich in der Kirche vom Treuberger Dorf, da liegt der Heiriger ganz still und klein. Der Wein ist herrlich und noch ehrlich, und Musikanten spielen dort auch die alten echten Wiener Lieder vom Tod, vom Wein und von der alten Zeit. Drum findet man mich dort immer wieder, und ich find dort Gemütlichkeit. Ich weiß was. Also, jawohl. Vom Treuberger Dorf, da liegt der Heriger ganz still und klein. Der Wein ist herrlich und noch ehrlich, und Musikanten spielen dort auch die alten echten Wiener Lieder vom Tod, vom Wein und von der alten Zeit. Drum findet man mich dort immer wieder, und ich find dort Gemütlichkeit. Und ich find dort Gemütlichkeit. Skyline von Wien, du lebst in mir drin. Es kann kommen, wer will, die macht keiner hin. Du beruhigst mich und du bist mir vertraut. Du bist mächtig und manchmal auch zerbrechlich. Skyline von Wien, du bist die schönste Wienerin. Den Neidern und Heuchlern hast du immer verziehen. Bin ich einmal fort, brauch ich kein Souvenir. Skyline von Wien, du lebst tief in mir. Skyline von Wien, du bist die schönste Wienerin. Den Neidern und Heuchlern hast du immer verziehen. Bin ich einmal fort, brauch ich kein Souvenir. Skyline von Wien, du lebst tief in mir.
Jawohl. Ein erweitertes, 23er Mädel quasi, nicht? Kann man sagen, ja, genau. Aber im Prinzip ein schöner Wunsch, Fritzl, sage ich, der Christoph Acker, weil ja im letzten Jahr herausgebracht, die 3 Lieder, ja. Ich glaube auch, das waren nicht die 3, ja. Ja. So, da ging es jetzt dann noch um die Gitarre, das muss ich jetzt noch mal kurz schauen. Ah ja, bitte gerne, ja. Ein Magnus Sterzinger. Wie magst du das, damit die Spannung beim Hals beim Wechsel nicht komplett weggeht? Lass du bestimmte Seiten eine gewisse Zeit ab? Nein, es ist so, da gibt es warte, wenn man sofort wieder das Kamerakind Klaus aktivieren, warte mal, dass du da schön siehst. Kamerakind Klaus, so, schau her. Da siehst du da innen einen Metallstab. Und dieser Metallstab, der ist hier verschraubt. Ja, und das heißt, das kann man dann da auch entsprechend verstellen. Das heißt, wenn man die Seiten annimmt, ist der Gitarrenhals relativ locker drauf, also kann es sogar bewegen, könnte man hier abschrauben. Ganz schlicht und einfach. Das heißt eben, die ganze Kraft von dem Ganzen wird eigentlich, also vom Korb, nicht von der Decke, vom Korpus in der Verstärkung mit dem Stab getragen, nicht? Mit dieser ganzen Spannung von dem gehalten, von diesem Metallstab, den man eben dann hier noch, kann man die Neigung vom Hals ein bisschen einstellen. Ja, auch die Spezialität an der Wiener Kontergitarre. Ist eine Spezialität, genau. Oder du kannst es auch da oben schrauben. Nicht? Also theoretisch könnte damit relativ leicht auf Reisen gehen. Nicht? Man muss halt nur die Seiten lockern, den Hals oberschrauben. Ich meine, wäre mir nicht auch tun, aber theoretisch könnte man es im Prinzip wie ein Klappradl früher ja, genau. auseinanderschrauben. Wie ein Kofferradl. Ja, Ne? genau. Und daher ist das kein Problem, weil eben und das ist eben auch der Grund, warum die ja so gut klingt, weil ja eben der Korpus nicht das Ganze halten muss, sondern eigentlich die wirkliche Kraft liegt da in diesem Metallstab drinnen. So ist der Korpus etwas entlastet. Und dadurch kann die Decken frei das ist nur der Zug eben weg vom Steg, der ist da, aber der Druck, der am Korpus, das ist einfach also ich hoffe, wir konnten es damit beantworten. Fresserstatus, wechselt die Unterwäsche täglich, von links nach rechts und von vorn nach hinten. Brauer Frenzel! Ja. Was sagt der Wolfgang? Ich denke mal, dass die Gitarre das schon aushalten sollte und die Seiten komplett runter. Ja, ist jede Gitarre hält das aus. Also du kannst. Ja. Ja, es ist ja, weil weil du sagst, die elektrischen, die haben ja eine Halsverstärkung im Hals und auch die E-Bässe. Es ist quasi auch ähnlich fast, ne? Ein anderes System. Dadurch kannst du die Halsneigung auch verändern. Genau. Ja. Das hängt da mit dem schon zusammen. Aber es ist halt so. Haben auch viele akustische Gitarren übrigens. Nur versteht man das dann nicht von der Kopfplatte meistens, sondern von innen. Auch die meisten akustischen Gitarren haben viele auch. haben das. Die hat es auch zum Beispiel, weil die schrauben nicht einen Stahlstab drinnen. Ja. Und bei den elektrischen ist klar. Die hat sicher einen. Ganz sicher. Aber das ist eben diese wirkliche Eigenart. Und dadurch hast du diese Kraft drauf. Ich meine, was ich schon mache, ich bin wirklich keiner, das anschneidet. Ich schneide schon, aber ich locker alle Seiten. Ich mache das auch beim Disc. Ich locker alle Seiten und dann schneide ich. Also bis wirklich sehr locker sind und dann gehe ich in den Schneider. Nicht? Weil dann schneide ich es auch, ich locker es und dann kannst du das einmal schon rausfahren. So. Nein, ich tue es immer. Dann kriegst du das schon raus. Ja, nein, das mache ich schon. Für das bin ich dann schon dazu schon raus. Aber ich tue es auch, aber dran und misst man aber wahrscheinlich gar nicht. Aber ich denke mir halt, es ist irgendwie, jetzt ist eine Spannung drauf und dann ist mit Anschlag keine ist ja nicht so gut. Nicht? Und dann ist halt, wie gesagt, dann ist der relativ locker, also du nimmst es dann, das wogelt hin und her, der Hals, und erst durch die Seiten, durch den Seitenzug hat der Hals selber wieder eine gewisse Stabilität und dann kannst du es nochmal so verstellen, so wie aussehen. Ja. So, der Leben, ne gut. Pass auf, Tröpfelbrot oder Schoß von der Mama, Susanne Fabra, was machen wir denn? Aber nein, das trinken wir noch aus. Also ich, gell, du machst schon Schwägel schon. Ich aber das lassen wir nicht über. Das können wir nicht überlassen. Schwägeln tue ich noch nicht. Nein, ich glaube, du trinkst nicht mehr. Beim Trinken? Achso, das habe ich gemeint. Das habe ich gemeint mit Schwägeln. Beim Reden auch schon etwas. Jetzt fängt sie mit zum Wehtun an. Ja, das ist das Mineral. Wahrscheinlich. Weil ich schon Durst gehabt. Ich hätte aber das Wasser auch nicht mehr können, gell? Gegen einen Durst eigentlich. Na ja, aber wenn der Wein da ist, heißt.
Willst du ein Schluckerl nehmen wir schon? Ich erinnere mich noch, den großartigen Ralf in der Iloner Stube. Ja, Hast du Iloner Stube? Ilona Stüberl. Stüberl. Iloner Stüberl in der Bräunergasse. Gibt es nach wie vor. Die gibt es Ja, immer ja, noch. toll. Empfehlenswertes ungarisches Restaurant, die Ilona. Also wirklich noch, wo die Ilona ist. Also das Nein, die heißt ja Maria eigentlich. Achso, ja. Immer schon. Oder Monika Maria. Das Ja, die heißt so- nämlich nicht Ilona. Nein, anders war das, aber das hat, aber es hat eine Bewegung. Wie war denn das fix? Na, sechs Geschichte. Deppert Ja, rede ja, daher und dann rede ich Jetzt am weiß ich es auch Blödsinn. nicht mehr. Ja, genau. Ist ja wurscht, auf jeden Fall, die war Leibendes- sicher, leibendes Lokal, weiß ja. ich nicht, 40 Jahre gibt es die schon dort, ne? 30 Jahre. 30 Alles umgeschaut, sicher, ja, so, ja. 35 Jahre, 40 Jahre. Ja, ja. Bräunergasse oder Straße? Bräunerstraße. Die Dorothea-Gasse, das muss, ich meine, Und die es Bräuner ist eine Straße. Gasse. Aber es ist, glaube ich, Hausstraßen, gell? Ich glaube auch, ja. Ja. Vom Graben in Wien, nicht vom Graben in Wien, gibt's genau bei der Beste, wo die Bestsein am Graben steht, genau da geht der Gasler weg, das ist die Bräunergasse, Bräunerstraße. Und dort findest du Ilona Stüberl. Warum komme ich jetzt auf die gekommen? Also wirklich echt, sie ist echt eine Ungarin und das ist wirklich ein Ralf hast du ungarisches. erwähnt. Genau. Und der Ralf, und ich weiß nicht, das war heiß und wir sind dort auf dem Schanigarten auf der Gasse heraus gesessen, herrlich. Und der Ralf, ein alter Freund, nicht, der gewichtiges Exemplar. Ne? Gewesen ist. Ja, nein, immer noch, aber natürlich damals noch, also ja. Und auf jeden Fall hat er bestellt ein Bouton und der Kölner bringt die Bouton und er schenkt sich das so ins Glaslein und der Kölner tut dann noch am Tisch herum und er hat sich das erste Viertel mehr oder weniger, also halt Achtel, gut angeschenkt ist, schenkt nach und der Kölner tut aber bei uns, weiß ich nicht, auch halt servieren. Das so. Auf jeden Fall, wie er dann schon wieder am Gehen ist, halt am der schon auf, der Ralf, halt. Geh, sei's gut, bringen Sie mir noch ein Bouton, weil das war jetzt die gegen Durst. Die nächste hätte ich gerne als Wein. Als Genuss. Das war schon großartig. Also das war für mich wirklich damals eine Respektsperson, weil man dachte, was der saufen kann. Und war also jetzt auch nicht gleich angesoffen. Oder Nein, was, nein. Und war auch nie deppert, wenn er angesoffen ist. Und Nein. nie. Also den habe ich Nein, das maximal ist sowieso nicht. wankend. Und es Ja. war schon ein Prägerl. Und das war, wenn man bei mir daheim war, er hat unweit von mir gewohnt, in Otterkring. Und dann haben wir oft so den Abschluss gemacht, haben wir da bei mir in der Bei Wohnung. dir in der Wohnung daheim, ja, genau. Das war für mich ein bisschen leibend, weil mehr oder weniger hat dann irgendein anderes Taxi gezahlt und gesagt, pass auf, dann ich würde vorschlagen, machen wir noch die Partie, was da heimgeführt Wien ist. Ne? Du warst oft dabei oder dein Bruder war oft dabei und dann vielleicht noch ein, zwei, fahren wir zu mir und bei mir gibt es Genau. noch quasi dann ein Nightcap. Ne? Und dadurch habe ich das Taxi dann nicht zahlen müssen. Ne? Das war ein bisschen ein Schmäh einmal. Und dann haben wir jetzt dort halt noch, natürlich, haben wir auch nicht nur ein Glas noch getrunken, sondern Nein, Konträer. und dann war es halt schon so, wenn sich dann Ralf hinaus bewegt hat, da habe ich dann schon nachher alle Büdeln wieder Am gerade nächsten richten Tag müssen. hast du gemerkt, oder wann ich gekommen bin, am Vormittag zu einer Probe oder was, nicht, weil ich nicht dabei war am Abend. Und die Bilder hingen alle ein bisschen schief, war der Ralf da gestern. Ja. Und ich hab da wahnsinnig viele Bilder hängen gehabt, in dem Speisezimmer, nicht, im Esszimmer. Und da habe ich gehabt sehr viele so Bilder und so kleine. Und, also die Wände waren voll bei mir. Nicht? Und wie ich beim Rausgehen, weil er halt doch ein bisschen gewandt hat, hat er mir nie was zusammen gehabt. Aber es waren wirklich am nächsten Tag, alle Bilder waren schief. Ich habe immer alle Bilder nachrichten müssen. Grandios. Schöne Erinnerungen. Ja, Bräunerstraße, sagt die Mäge. Bräunerstraße, Jawohl, ja. Bräunerstraße. Ilona Stüberl kennt die Mäge. Ja. Was haben wir da? Ich habe in den 60er, 70er viel Gitarre repariert, weil es viele Deppen gab, die zwar spielen konnten, aber meist irgendwie stoned waren, ja, die Klampfen zusammengehört haben. Ja. Gibt's da, ja. Das war früher ein bisschen ein Problem, ja, mit dem Respektlosigkeit dem Instrument gegenüber. Man hat gedacht, das ist alles so blöd, kann es nicht sein. Du lebst ja davon. Und meistens waren sie alle Stier, wie man so sagt, die kein Geld gehabt. Und dann haben sie auf ihre Instrumente nicht aufgepasst. Ja. Das war so. Wobei bei der Gibson muss ich was sagen, so sehr ich die Les Paul schätze, die hat ein großes Problem gehabt, dass der Koffer nicht richtig gepasst hat. Also, Wenn die nämlich mit dem Koffer umfallen, ist es meistens die Kopfplatten abgebrochen. Weil es aufgelegt ist, tschack! ja. Was bei das Draht nicht passiert ist, also haben sie es gelöst im Laufe. Das war ein klassischer Unfall, die abbrochene Kopfplatten bei der Les Paul. Ich habe auch mal wieder Les Paul gehabt. Ein Nachbar. Weiß ich nicht, von was. Epiphone wahrscheinlich oder sowas. Ich weiß gar nicht, was ich gehabt habe. Ich war Hondo, kannst du nicht? Nein, Hondo war es nicht. Hondo hat es auch gegeben, ja, Aber ja, das weiß ich nicht. Das ist ja wurscht, das ist ja nicht so. Ja.
Schon der Marco Cinelli. Für mich ist Zeit, gute Nacht, jawohl. Marco Cinelli. Schlaf geht mir her, schon bald. Vierte Ich gut, trinke noch servus. aus. Hast du die Flaschen ausgeleert? Ja, jetzt Sehr den gut, Schlucker ne? habe ich mir noch Dann haben wir gegeben. Jetzt auch nicht. Ein Gössenbalken. Ui, da muss ich aufpassen. Ui, wieso? Ist das sonst? Ja, immer. Zum Wohle. So. Prosit. Die schwenkt nicht so stark. Prosit, na ja. Erst es ist Mai. Ui, da wird mir wohl das schimpfen. Blöder Schwefel zwischendurch. Wie es so gehört, ja. Der Ackerl. Wenn Klaus endlich mal die Bouteillen fertig schreiben würde, müsste ihr auch aufpassen, also die Konter danach nicht am Boden zerstellen. Ja, deswegen schreibe ich es nicht fertig. Na, aber, das kann ich schon sagen, ich hab investiert. Freunde, ich habe investiert. Also der Patrick hat mit investiert. Natürlich, das betrifft uns ja beide. Ich habe wieder mal einen Online-Kurs gebucht, was eben mit Studiotätigkeit, Aufnahme, Mastering, Mixing und so weiter zu tun hat. Und da könnte es leicht passieren, dass ich quasi allein aus Gründen des Trainings, nicht, dass das Bouteille tatsächlich einmal geschenkt wird. Produziert wird. Ja, und irgendwie hart, weißt du, wenn man das halt lernen will. Weil natürlich unsere CD ja, oder unser Album-Idee rückt ja in Nähe. Genau so ist Und ich habe gesagt, na pass auf, ich habe schon die 2 Alben produziert, bin aber nicht damit zufrieden. So, aber gewisses Grundwissen vorhanden oder zumindest eine Erfahrung, sagen wir mal so, gewisse Praxis, Wissen vielleicht weniger, aber gewisse Praxis. So habe ich gesagt, na, Absolut, ich ja. werde mir das einziehen und zwar ist das wirklich leibend. Also, wenn es leibend ist, dann werde ich auch sagen, bei wem ich das gemacht habe, eine Amerikanerin, die selber nämlich eine Singer-Songwriterin ist, wie man das so drüben sagt, also selber Musikerin ist und die das quasi, die das auch so bringt, dass ich es verstehe. Also die macht jetzt, die hat das schön verglichen und hat gesagt, schau, wenn du einen Führerschein machst, lernst ja das, was du brauchst zum Autofahren und du lernst nicht einen Motor zu zerlegen. Und das hast du natürlich oft das Problem, nicht? Wenn du jetzt eine Ausbildung machst in so eine Richtung, Ja, genau. ja, dann lernst du alles, das brauche ich ja alles Brauchen nicht. wir für uns völlig irrelevant. Nicht? Sondern es geht um Musik, ich will das auf, ich will mit dem verarbeiten können und dann will ich wissen, wenn ich irgendwelche speziellen Wünsche habe, wie gehe ich weiter, nicht? Was mache ich wo und wie und was. Aber das so ein bisschen, ist jetzt auch kein super teurer Kurs, muss ich auch sagen, aber doch schon ein Investment. Ja. Gut erwischt, das Universum hat es mir schön Hast du zugespielt. genau zugespielt, ja, genau so ist es. Weil nämlich unabhängig davon war wirklich tatsächlich um einen halben Preis. Gerade also das war jetzt wirklich ein Zufall. Ich habe den nicht gesucht oder sonst was. Das ist passiert und ich habe gesagt, aha, die hat einen Kurs, ich glaube den Kurs, das taugt nicht so. Das wird Von passen. den Videos, was ich gesehen habe bis dato, Ja. ich gesagt, ja, was denn in Englisch, da musst du immer aufpassen, verstehe ich die. Und ich dachte, ja, die verstehe ich ganz gut, die ist eigentlich da recht firm, erklärt das auch leibend, passt, na, ich nehme so einen Kurs. Nicht? Und schauen wir das an und prompt, mit dem hat sie keine Werbung gemacht oder sonst, also prompt ist der Kurs einfach um die Hälfte billig und ich dachte, naja gut, okay. Schlagen wir gleich zu. Das ist ein Wink des Schicksals, absolut, na sicher. Und das bedeutet natürlich, dass ich ein paar so Sachen probieren muss. Und das könnte natürlich dann tatsächlich die Umsetzung vom Bouteillen werden. Schau mal, was wir. Jetzt Patrick, über ein bisschen am Bass da haben. Weil vielleicht musst du einen Bass einspielen. Da muss ich ein bisschen üben wieder, ja. Slappen. Das Leiten ist nicht, das ist mir nicht meins. Die ganze Funk-Scheiße. Da hätte noch was üben müssen, gell? Fretless war du ich, bitte. ja. Am Fretless war ich da. Ja, buntlos jederzeit. In allen Lagen. Da kann man die vorstellen. Nicht einschlafen, aber auch nicht wirklich munter sein. Da bin ich schon dabei, aber das Lepperei. Musst du üben, Patrick, weil wie gesagt, kann sein, dass du einen Bass einspielen musst. Was wollt ihr denn einspielen? Was? Da. Ja, genau, das kann ich selber einspielen. Am Klavier kann ich selber einspielen. Ja, so einen Bass magst du mir nicht einspielen. Wie klingt denn das? Der Boss klingt aber oft so was, der war lau. Ich glaube, vergiss es, du brauchst mir nicht einspielen. Ich will mir nur im Bass. Ich will mir denken, wenn man doch, der passt immer, ob Moll oder Dur. Klassiker. Ein Klassiker. Naja, Grundton, Quint und die Oktav. Immer. Und da bist du immer richtig. Ne? Geht sich immer aus. Geht sich Ja. immer aus, ne? Aber gut, lass was gut sein. KI-Bouteillen.
Ja, Georg Scheurer, wenn ich die KI frage, was zu Bouton aussieht, ich weiß nicht, da kommt was raus. Was lebt denn? So habe ich nichts gesagt. Patrick, es tut mir leid, du musst jetzt die Leute unterhalten. Jetzt lasst er mich ohne Wein und jetzt habe ich den Wein austrinken. Kurz, nicht lang. Patrick, eine Stunde. Ich mir doch, die ganze Zeit redet er da, schwafelt vor sich hin und dann kommt plötzlich der Drang, dass er nach oben gehen muss. Ich bin erschüttert. Und jetzt so kurz vor dem Ende noch dazu. Das ist ja Wahnsinn. Ja, das ist. Furchtbar eigentlich. Nicht? Die Hausherrn auch noch. Schauen wir mal. Ich bin stimmlich ein bisschen angeschlagen, muss ich ehrlich sagen, liebe Leute. Das ist kein Witz, nämlich nicht. Ja. Die Gössenbrücke, ja, da hat er, genau mit Gössenbrücke, da haben wir mal geredet war das beim Staschler? Nein, das war im Dornröschenkeller im Garten, da waren so viele Gössenkeller, da hat es also eine Gössenbrücke, oder der Gössenbohrische war es gewesen, glaube ich. Ich glaube im Gössenbohrischen, aber da hat sich nichts ergeben, wir haben auch nie wieder so viel Gössen gehabt wie damals, muss ich dir ehrlich sagen. Wobei, wenn Christoph das letzte Argument, der Lapdance von Klaus war natürlich schon eine Geschichte, muss ich ehrlich sagen. Das war schon ein Riesentheater. War kein Fehler nicht. Jetzt habe ich wirklich kein Wetter, das ist aber schlecht. Weißt du was, ich schenke mir nur ein Wasser ein, ja? Was der so lange oben macht, weiß ich jetzt auch nicht. Das Tripfelboden am Schoß von der Mama. Ja, da machen wir auf jeden Fall davon, Susanne. Das ist versprochen. Eins machen wir sicher. Davon. Da ist er. Ich hab's eh schon gewusst, dass du kommst. Ich höre ja rauschen da herum. Bravo. Das tut mir leid. Ich mir gedacht, ich halte das noch aus bis zum Schluss. Dafür ein Wasser eingeschenkt hast. Und dann wollte ich aber jetzt, ich wollte ja nicht sozusagen mit unterm Drang dann noch das Exekutieren, den Abschluss. Nicht? Ich wollte das nicht. Ja, die Hausanstellung kennt man. Am Schoß von der Mama oder das Tripfelbad für die Susanne? Für die Susanne Faber machen wir jetzt was. Das machen wir noch. Die Hausanstellung machen wir anders mal im Megi wieder. Die haben wir das letzte Mal auch gemacht. Achso, ja. Ja. Ist nicht mehr leid. Ich mag das nicht. Ich hab's sehr, sehr gern, nämlich sogar. Aber natürlich, ich meine, hat nichts damit zu tun, was du gern hörst. Nein. Ich glaube, das ist gut. Aber was machen wir jetzt? Ja. Machen wir das Tripfelbad, oder? Tripfelbad können wir machen. Machen wir das Tripfelbad für die Susanne. Jawohl. Ja, genau, und dann Rössenkeller war das. Ja, das ist mir doch richtig eingefallen. Nein, die Gössenbohr, also der Gössenbohrische, was hätte es eigentlich werden sollen. Da haben wir mal geredet, ja. Richtig. Ja, Ideen gibt es ja viele, gell? Na, fürs Mastering sind wir nicht die zweite Stimme. Das hat mit Mastering nichts zu tun. Die zweite Stimme ist bei der Aufnahme. Ja. Mastering ist der Schluss. Vielleicht spiele ich sogar 3 Stimmen mit der Quetschnei oder so. Ja. Für so eine Produktion dann nämlich. Ein bisschen spielen die mit dann schon gerne, ne? Solche Sachen. Ist wieder eine andere Geschichte natürlich. Ne? Das ist was anderes. Aber das zur Info, Mastering, das ist so, wenn du ein Lied fertig gemacht hast, alle Spuren fertig sind. Also alles, das du sagst so, das passt jetzt so. Die sind alle untereinander ausgeglichen, das haut alles hin. Perfekt, die Nummer sitzt. Dann macht man erst das Mastering und das macht dann quasi dieses Gesamte, also wo du nicht mehr die einzelnen Spuren bearbeitest, sondern eigentlich alle Spuren, also wo das alles dann schon fertig ist und eigentlich du machst es alles ein Ganzer dann nochmal. Passt das nochmal an die, ich sage jetzt einmal, an die im Endeffekt an die technischen Voraussetzungen. Also wenn du jetzt sagst, Radiotauglichkeit, dann magst du halt, weiß ich nicht, wird das alles angekommen auf 48 Hertz oder keine Ahnung, was da alles gibt. Oder, und so kannst du alles ja, also das wird alles dann angepasst, also das gesamte Ding. Nicht? Also nicht mehr die einzelnen Spuren werden nicht mehr angegriffen, nicht? Sondern die gesamte Produktion. Das ist das Mastering. Sehr oft wird das aus der Hand geben. Wobei die einzelnen Spuren werden oft schon angegriffen, um eben dass alle gleich werden. Ja, das magst du schon vorher. Im Idealfall schon vorher. Das wird beim Mastering auch angepasst. Wenn es nicht mehr passt. Wenn es nicht passt, ja, weil die meisten kommen halt nicht richtig. Ne? Aber an sich wäre es, eigentlich wäre es nicht mehr die Aufgabe des Mastering-Ingenieurs, dass er dann nochmal die einzelnen Spuren macht, dann kann er gleich alles machen. Ne?
die Idee ist eigentlich, die kriegt das fertige Lied fix fertig. Es ist halt nur das Ganze noch nicht gemacht. Nicht? Also aber sollte untereinander klar sein. Nicht? Das wäre ein Optimum. Wäre. Ja, ihr braucht viele Spuren. Ich glaube, wir nicht. Aber es ist ein aber Wahnsinn. so speziell von Naja. da können wir uns ein bisschen auslassen. Nicht? Das ist ja gleich ein Theater. Also eine klassische Produktion, also wenn du jetzt sagst, eine Rockband, das heutzutage was ist gar nicht, was, aber wurscht, wenn du sagst, eine Rockband, 4, 5, 6 Musiker, und mit Synthi vielleicht oder sowas, na, dann bist du bald bei 100 Spuren. Machen wir ja, bei manchen Dingen ja. Wirklich. Allein Gesang oft, Background-Vocal, also, irre, was da teilweise aufgeführt wird. Also das ist und ja auch... Overdubbing von dem, Overdubbing dort und so. Also das eine ins linke, das andere ins rechte Ding. Und das ist natürlich gekommen mit der digitalen Software, also digitale Software ist ein Ding. Digitale Aufnahmetechnik. Aber ja, die digitale Aufnahmetechnik gekommen ist, weil da war es wurscht, du kannst 300 Spuren machen, auch wenn ich da lustig bin. Früher war es schwieriger. Mit den Tonbandmaschinen noch, mit 12 Spuren, ja, 4 Spuren, machen müssen, 24 Spuren und so. Na, da konnte man mit den Overdubbing ja trotzdem mal so 100 Spuren machen. Les Paul hat ja das ausgekostet mit der Mary Ford gemeinsam. Also sehr schräge Dinge dann dabei. Ne? Aber eingesungen und so. Und einer, der das und so. voll ausgenutzt war Mike Oldfield. Mike Oldfield, ja. Ganz berühmt. Ja. Tubular Bass. Ja. Das war alles Overdubbing. Also es waren, ich weiß nicht, 8 Spuren, 8-spurig. Also 8 Spuren hat er gehabt und in Summe sind es aber Drüber, nochmal 80 oder was, nicht? Und das heißt halt immer wieder, und das war ein eigener, und heute mit der Software, also das wäre kein Problem. Also ich könnte hier jetzt Overdubbing und Multitrack-Recording war das damals noch. Ja. Also heute alles Aufgabe, blendet da, der kann das. Also ich könnte da sofort 100, 200, 300 Spuren, könnte man sofort aufnehmen. Das ist schon irre, ja, was da. Und für mich ist halt oft dann auch nicht mehr sinnvoll. Nicht? Aber zumindest in meinem Bereich oder in dem, wo wir jetzt aktiv sind. Aber ich will da schon, also ich will einfach eine solide, gute Tontechnik abliefern, was unser Live-Spiel betrifft. Und ich will aber auch ein bisschen das Handwerkszeug, ein bisschen erlernen, zumindest ein bisschen spielen können damit, was, ich sage einmal, ein paar Experimente betrifft, sage ich jetzt einmal. Ja? Also wirklich experimentieren, aber halt so wo man ein bisschen was tut. Wolfgang, gute Nacht. Wolfgang ist dahin. Ja, wir werden auch Schluss machen, Ja, schon langsam jetzt. Manfred Kraft ist noch kurz dazugekommen. Servus Manfred, grüß dich. Generalprobe für Singspiel. Oder kriegen wir es zu Hause schon? Was? Oder kriegen wir zu Hause schon? Nach Vorbild der... Achso. Die Otteringer Wirtshaus-Show wahrscheinlich. Nein, die Rocky Horror Show. Also die Otteringer Wirtshaus. Im Stubenhof. Lustig. Ja. Lustig. Na bravo Manfred Kraft, Weltklasse. Okay, dann nehmen wir gleich einen Schluck Prost. Ottergringer Wirtshaus-Show. Wirtshaus-Show. Leibend, super. Weltklasse Manfred, schön, dass du dabei bist, aber ja, schon zum Abschluss, zum letzten Lied. Machen wir das Tretverbot. Machen wir das Tretverbot, na sicher. Das geht sich noch aus. Für die Susanne Faberer und für alle anderen natürlich auch. Ein Lied, das man eigentlich normal nicht zum Abschluss spielt, aber... Warum aber nicht eigentlich? Warum nicht? Warum Wir sind nicht? dabei. Alright. Der ist so einen schönen Einlauf. Weißt du? Ja. Am vergangenen Freitag waren wir 2 Trittverbot. Dass ich nicht dabei war, das ist schon. Da unten beim Kassier, da hat er fragt mich dann paar Höhe. Ja, was sag ich, bin eine alte Fee. Was sind denn Sie? Dann sind Sie auf der Biss. Am Werdenskanzperson, werden Sie einen anderen Ton. Doch weil ich fein bin und nicht gemein bin, stelle ich mich immer mehr weniger her. Sie glauben, wir sind da in einem Vogelhäusl sitzen, können Sie eine schwache Frau tyrannisieren. Jetzt halt's mich zurück, sonst komm ich noch in die Hitzen. Und tu dem Kartenbändiger noch einen schmieren. Endlich sind wir drinnen in der unglücklichen Kabine. Ja, aber die Locken, die rennen Einer von den Lockerten, der ist unheimlich gefühlt. Sie freut schon aus, als wir ein Röntgenbild. Sie sind die Dränge in der
man gewiss ja, welcher Versegner ist. Es ist wie ein neuen Haus mit Sing und Stuhl. Außer unserem Leben macht der zickt uns wieder Raum. So, jetzt probieren wir's halt einmal mit unserer Hosen. Kann man was tun, dürft unser Nachbar wieder rein. Wir kriegen zu, an so einen Wurst und groß. Und gingen Zankenquand ins Boot hinein. Der Gefühlte, der kommt rein, steigt mitten auf den Saft. Der längste haut's ihm hier und er ist baff, 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 baff. Wie er wieder aufsteht, da wird zur Brause hin, aber ja passt der Däne in die Duschkabine, bing, 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 bing. In der nächsten Klause unter der Brause, da rennt das Röntgenbild, grad hin und her wer wild. Sie sind Verhängnis, dass er so dünn ist, wenn er zum Abfluss rutscht, dann ist er futsch. Jetzt macht's ein Pumperer mit Wasser furchtbar zusammenzuckt, weil den Gefühlen hat's grad wieder einmal hin. Die ganzen Brausen sind verbogen, die wenn's er nicht rückt. Das ganze Trinkverbot, das ist jetzt Wien. Jawohl. Jawohl. So schaut's aus, Danke meine schön. Lieben. Das schau. Dankeschön. Und der Manfred, schon, dass es so spät geworden ist, aber dafür sind von mir vor Pfingst noch 10 Euro an euch überwiesen worden. Manfred, ich danke dir herzlich. Danke. Das ist leibend von dir und Wunderbar. noch einmal für alle anderen auch noch einmal ins Gedächtnis gerufen. Wenn euch die Musik taugt, dann haut was rein. Das hat uns sehr gefreut. Wir danken euch herzlich. Wir freuen uns natürlich auf nächsten Montag. Da sind wir sehr wahrscheinlich, In der Klausel. also eigentlich ziemlich ganz sicher sogar, sicher. weil am Sonntag spielen wir ja in Bad Schönau Das Kurkonzert, ja. ein Kurkonzert. Also wer Lust, Laune hat, am nächsten Sonntag, war spielen wir um 3, glaube ich. 15 Uhr. Ja. Steht auf der Homepage. Auf der Homepage, ja. Die Motorradfahrer Ja. unter euch, vielleicht macht es einen Tagesausflug in die bucklige Welt nach Bad Schönau. Im Kurpark, Eintritt frei, macht euch einen, ja, Macht euch einen schönen einen Tagesausflug. Nachmittag. Kommt zu uns in den Kurpark, hört euch was an, fahrt zum Eiskreislauf Eis, was auch immer, einen schönen Tagesausflug war leibend. Und dann ist eben am Montag, bleibt der Party gleich Bleibe da. natürlich, da machen da wir die machen wir- Morgenshow bereits in der Früh. Richtig, richtig. Dann werden wir ein bisschen was Plätzchen reden, ein bisschen was proben. Und Ja, ja. Nicht, da habe ich habe ja haufenweise Handwerker dann da, nicht, dazwischen. am Montag sind die Handwerker auch. Der Ja, Optimal. alle möglichen hergeholt, was da geht. Der Optimal. Ich meine, ich muss ja nicht zuschauen, nicht? Aber wir können nicht den ganzen Tag arbeiten, so machen wir das nicht. Nein, das Und, war und am Dienstag muss ich zur Werkstatt. Ne? das passt. Aber da müssen wir passt. ins Café, das ist eh noch, man muss eh ins Café. Ja, am Dienstag machen wir die Morgenshow und dann, Ja. dann müssen wir eh los. Ja, und am 11 habe ich mir extra für 11 meinen Termin beim Mechaniker. Nein, ich habe nämlich was anderes, ich habe meine die Putzfrau verschoben von dieser, die habe ich schon seit 2 Monaten eingetragen Ja, gehabt ja. am Dienstag. Nein, die war um 12 Uhr gekommen am Dienstag, das geht sich nicht aus. Sieht ja nicht aus. Da ist ja sowieso auch gesagt, ja, jetzt müssen wir das verschieben halt leider. Ganz verdammt. Aber so ist es. So, Aber so ist es. Das sind so die Schwierigkeiten Ja. eines Musikerlebens. Ne? Wir sind schlecht beim Pyramidmittagessen, so beim Wirten. Ach Gott, ach Am Gott. Montag. Hat der Montag offen? Der hat offen, der hat offen. Ah, scheiße, ja, gut, sehr gut. Also am Montag, am Dienstag, vom Dienstag rede ich jetzt eigentlich. Also am aber am Dienstag, Montag am auch, Dienstag auch. bin ich ja schon weg dann. Da bin ich Ach so, schon du bist früh. schon weg? Da bin ich dann früh nachher am Dienstag. Das schlecht. Ich danke für den Schmattes auf jeden Fall. Ja, aber- Jetzt schon an alle. Da haben wir auch was zu tun. Ne? Ja, was da einpackst, nichts tun. Jawohl. Der Ackerl um 19 Uhr ist in Sonntag um 19 Uhr ist in Rotterdam sein. Ich bin nicht ganz sicher, aber ich glaube, das geht sich nicht aus. Naja, könnte eng werden, aber Ackerl. Was Aber der? du schaffst das, wenn du willst. Heißt das? Hey Ackerl, ey. Zieh fest am Gasgriff an. Jawohl. So, danke für die schöne Musik, sagt die Maggie. Wir sagen Dankeschön und auf jeden Fall morgen wieder 9 Uhr sind wir gestellt. Natürlich. Bei der Morgenshow. Mittlerweile Wienerlied. heißt es ja eben eigentlich Wienerlied Insights, Genau. der Live-Podcast, damit es einen Namen hat. So, ja, austragen habe ich jetzt schon, fix steif. Jetzt wollte ich noch einen letzten Schlag, geht halt nicht so. Wir sagen wir halt so. Dankeschön, dass ihr dabei wart. Viert euch gut, Papa, servus. Viert euch.